Der macht mir schön professionell. Geht mir echt gut. Sille, wie geht's dir so, du Wichser? Was? Achso, nicht auf dich, okay. Wieso nicht? Der kam auch Das tief aus dem Herzen. Ja, der kam richtig tief aus dem Herzen. Du Wichser! Na, B, Seirad. A, T. Sie ist im Bad. Ah, du, der Sanity ist gerade um 20 gedroppt. Wir haben aber nur immer 36. Wallek! Oh. Was war? Schafker des Lebens. Ich hasse Spiel. Ich hasse Spiel so stark, ich sag's nicht, wie es ist. Wir haben das Licht jetzt andraht. Chat, ich bin von dem Spiel komplett gemeinfuckt. Ich bin gebrochen. Ich bin geistig komplett zerstört. Ich bin kaputt einfach. Es ist so einfach, so fucking einfach. Ich renn da 45.000 Mal gefühlt vorbei und komm nicht auf die, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%ig, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Well done, Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen Quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf er erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf der Zeit. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, leg mich. Geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen, ja? Freunde der Sonne. Ja? Ich hab meine Hände da, ich halte da einen Controller. Ja? Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Ne? Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren in Assassin's Creed, glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Boah, leck, ist ein Gasserwurm.
Game Freak? Was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses. Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Oh, leck mich am Arsch, grüß Gott beieinander. Habe ich dir Mike, servus Cartman. Habe ich dir Billinger, servus Ripsi, grüß Gott beieinander. Oh, leck ist das halt heiß. Also ich bin ja normal, oder das heißt heiß, es ist schweilig ohne Ende. Also, QB habe ich dir, grüß dich gut. YBO habe ich dir. Grüß euch. Für das, dass so heiß ist, hat er schon zahlreiche Leute anwesend. Perfekt. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Grüß euch, wie geht's? Eng. Also an diesem äußerst schwülen Montag. Ja, das zählt noch als Nachmittag. Ja. Ich war halt fleißig. Mehr losen wir jetzt nicht nachsagen. Draußen hältst du es ja nicht aus. Nein, nicht wirklich. Ohne Scheiß, ich war halt schon 3-mal duschen. Und ich werde noch 2-mal gehen. Ja, nach dem Stream nur einmal und dann nach der Nachtschicht nur einmal. Also dann ich glaube, ich war noch nie 5-mal innerhalb von 12 Stunden duschen. Das glaube ich, habe ich noch nie zusammengebracht. 2-mal ja. 3-mal glaube ich letztes Jahr mal, aber 5-mal, das ist neu. Ich habe einen neuen Duschrekord aufgestellt. Jetzt wenn Frau Bazi noch da war, dann darf unser Wasserverbrauch jetzt signifikant nach oben schießen. Ich biete 33,9 Grad im Schatten. Mein PC sagt gerade 32 Grad. Ja. Ich sitze gewissermaßen im Schatten. Ja. Also das Licht da, das wo, also quasi das hier, da, das dient der Bräune. Ja, also ich will ein wenig braun werden. Aber nein, 33,9, das. Ich hätte ins Freibad gehen sollen. Ich sag's Ihnen ganz, ich verstehe die Frage nicht, was mache ich da eigentlich? Naja. Na, Schwimmbad fällt leider wegen 2 Monate alten Sohn aus, der darf erst ab 3 ins Bad. Ah, schade. Aber natürlich nur das Beste für dich, deine Familie und dein Kind. Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Aber ohne Scheiß, ich werde das morgen in Erwägung ziehen, nachmittags ins Schwimmbad zu gehen. Ohne Witz. Wenn es morgen wieder so heiß wird, weil ich hab überlegt, weil der Dampf im Urlaub ist, ob ich morgen Abend auch einen Stream spontan mache. Ja? Aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, wenn es morgen auch so krass heiß ist, dann werde ich mir das nur mal überlegen. Ja? Zumal ich morgen, beziehungsweise am Donnerstag, müssen wir mal schauen, weil Frau Bazi morgen ihren letzten Urlaubstag hat. Jetzt muss ich schauen, wie wir das machen. Aber rein theoretisch, ja, kann die morgen, Mittwoch und Donnerstag live gehen. Ja, auf der Baustelle scheint diese Woche nichts zu sein, weil wir da gewissermaßen auf den Zimmerer warten. Aber da müssen wir mal schauen. Jetzt ne? Ich sage Ihnen Bescheid. Ne? Wifi, habe ich dir, grüß dich gut. 35 im Schatten auf dem Balkon. Du kannst, ohne Scheiß, bei uns, wir haben ja auch einen Balkon und da kannst du nicht rausgehen. Da kannst du nicht rausgehen, weil, ohne Scheiß, ich hätte vorher mein Putenfleisch da rauswerfen können. Ich glaube, das war schneller durch geworden, wie wenn ich es in der Pfanne braten. Ne? Weil ich habe es in der Pfanne gemacht, ne? Es war im Balkon draußen, wäre das schneller gegangen. Definitiv. Also heute druckt schon, holy shit, heute druckt schon richtig aber. Ich war ja am Mittag laufen. Ja? Ich habe ja ab heute quasi meine Sportseason sozusagen mehr oder weniger angefangen, also abgesehen vom Tennis jetzt mal. Aktuell ist ja Sommerpause im Tennis und da gar nichts zu tun, das werde ich dann in 2 Wochen gewaltig büßen, konditionell zumindest. Jetzt haben wir gedacht, Gott, hey, pass auf, der Urlaub ist rum. Das ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um allmählich wieder in den Sportrhythmus zu kommen, was Konditionstraining angeht, privat, was Gym angeht, wobei das Gym noch bis September ausgeschrieben wird. Und ich war halt laufen mittags, ich war eine halbe Stunde unterwegs. Für die Leute, die auf Discord haben, die haben die Fotos eventuell gesehen, die wo einen Stammtisch rein da hab. Ich hab mir, ohne Witz, ich hab mir vorne einen Klodeckel geschwitzt und hinten 2 BHs. Das ich habe das noch nie so krass hingebracht, wie ich es heute hingebracht habe. Und dann habe ich noch 2 Stunden nachgeschwitzt. Also ich weiß nicht, was ich mir da heute dabei gedacht habe, aber naja. Irgendwann muss da mal anfangen. Selbst eh nicht. Gut. So, sonst, was gibt's Neues? Ja, ich habe ein neues Logo. Ja, ich habe mir eine schlaue KI zu Nutzen gemacht. Beziehungsweise ich habe es versucht, mir eine schlaue KI zunutze zu machen. Und habe ein neues Profilbild. Sprich auch ein neues Logo. Das könnt ihr jetzt da aktuell, ja, in Discord schon begutachten.
ich bin zufrieden damit. Ja? Also ich bin durchaus sehr zufrieden damit. Ich glaube, das bleibt da jetzt, da war ja mal ja so. Mir hat das alte Logo, was ich vorher gehabt habe, das was von mir kennt habt, das ist eigentlich nur so ein Erstelltes von Owned gewesen. Da kannst du halt aus mehreren Vorlagen irgendein so ein Logo zusammenschustern. Und rein theoretisch ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht einmal so gering, dass das irgendein anderer genauer so nachmacht. Und jetzt haben wir mir gedacht, hey Brudi, ich brauche halt einmal etwas, das wo ein Alleinstellungsmerkmal hat. Und dann haben wir mir gedacht, ich nehme einfach mein versiffte Legend her und wandle es ein bisschen in Cartoon-Style um, damit es ein bisschen da an mich erinnert. So, und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Beziehungsweise der KI ist das ganz gut gelungen. Ich habe jetzt mir 2 Tage gespielt damit, aber ich meine, das ist in Ordnung. King of Barbecue habe ich dere, by the way. So. Der Plan ist jetzt folgender. Die meisten haben es in Discord gelesen. Wir wollten ja eigentlich, oder ich wollte ab Mittwoch Super Mario Sunshine spielen. Das hängt aber jetzt ein bisschen so in der Schwebe, ob wir am Mittwoch mit Super Mario starten können, weil es ist folgendes. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass es dieses Spiel, dieses 3D All-Stars nach wie vor im Nintendo eShop gibt. Dem ist aber nicht so. Das haben sie 2021 aus dem Shop genommen, weil das so eine Art 35-jähriges Jubiläums-Special gewesen sein soll. So. Jetzt wird dieses Spiel oder dieses Spielebundle wird quasi nicht mehr produziert und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass dieser Preis von dem Spiel massivst durch die Decke gegangen ist, weil der jetzt natürlich gehandelt wird ohne Ende. Auf Amazon findest du kein Exemplar unter 140 €. Und jetzt habe ich das Glück gehabt, ich habe eins auf eBay ersteigern können. Dieser gute Mensch, der wo das mir schickt, der hat mir vorher gerade zurückgeschrieben, er versendet es jetzt erst. Ja. Jetzt kann es also sein, dass es nicht rechtzeitig für Mittwoch kommt. Ja, sollte das der Fall sein, wird man entweder am Mittwoch nochmal Final Fantasy spielen oder, was ich mir auch überlegt habe, mir zwickt man dann irgendein anderes Spiel zur Überbrückung ein, wo ich einfach gerade Bock drauf habe momentan. Ja, das, was man gerade so ein wenig unterkommt, dass man Zeit ein wenig anderweitig gestalten, das weiß ich noch nicht. Ja, also wenn bis dahin Super Mario 3D All-Stars kommt, ist kein Thema nicht. Sollte es nicht erscheinen, müssen wir uns am Mittwoch anderweitig behelfen. Aber ich glaube, das ist dann auch kein Problem nicht. Ich find's stark, ich find's klasse. Ich war geflasht. Ja, also ich hab mir gestern einfach so ein wenig gespielt und vorgestern und dann bin ich mal draufgekommen, ich kann dem eigentlich ein Bild von mir machen und das quasi als Referenz nehmen und holy shit, die ersten 2 Ergebnisse, die haben gleich passt nicht fast auf Sagen. Also. Ich wisst da was? Hashtag Paparazzi oder was? Wifey, ich hätte. Nein, ich sag nix. Sonst meine ich, killt mir der Mike. Ich sag da jetzt lieber nix. Ich hätte schon noch was im Petto, so war's nicht. Aber ich lasse dich jetzt einmal, ja? Aus Bazipui. Okay, ich bin ja schon start. Ja, die Wife ist, glaube ich, jetzt bis 2030 einmal beschäftigt. Meine, so ungefähr. Du hast jetzt eh genug zu tun. Ja? Eins nach dem anderen. Gut. So, ich werde heute, bis um eine halbe, dreiviertel 8, vielleicht 8 streamen, mal schauen. Ich muss später noch in die Nachtschicht. Gegessen habe ich schon, also und Frau Barz ist außer Haus, die werde ich heute gar nicht mehr sehen. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich mal so bis halb 8, zwischen halb 8 und 8, ich plane jetzt einmal ein und dann sehen wir es schon. Außer es wirft euren so krass warm, dass wir irgendwann Hobbits einen Ring auf den Bimbus werfen und dann werden wir abbrechen. Jetzt aktuell, es geht nur, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist überhaupt nicht handelbar. Meine Hasel, die liegen auch noch sehr entspannt im Stall. Also wenn die mal auf halb 8 liegen, dann werde ich den Stream ausmachen. Das wohl hoffentlich klar. Aber, wie gesagt, bisher hält sie sich noch absolut in der Waage. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gleich wieder gehe. Ich werde die Hitze halt nicht los. Ich auch nicht. Ich glaube, die wird für uns halt keiner los. Aber ich sag's einmal so, das geht jetzt noch 3 Wochen oder so und dann ist September und dann geht's massiv rückwärts. Oder in die andere Richtung. Also ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt die Woche froh, dass es noch schön ist, weil die Woche habe ich auch von der Schicht her noch ein wenig, ich habe jetzt wie gesagt 3 Tage Nachtschicht, Mittwoch, Donnerstag, Freischicht, Freitag, Samstag, Frühschicht. Da habe ich noch ein bisschen was davon. Aber wie gesagt, nächste oder übernächste Woche, da schaut die Geschichte dann wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus.
Angeblich nächste Woche schon schlechter, 6. und so schnell geht's. Das geht jetzt, das ist jetzt auch nicht vielleicht noch 1-2 Wochen, wo es jetzt so richtig krass oberdruckt und ab September, wie gesagt, kommt der Herbst. Man merkt es jetzt eh schon, ab halb 9 ist finster. So. Also der Herbst steht definitiv schon in die Startlöcher, der wartet gerade darauf, bis dass er losreiten darf. Also wie gesagt, ich genieße jetzt die Woche tatsächlich nur ein bisschen, weil, wir sagen mal, weil so stark, wir sagen mal, weil so schön lang, also nass und kalt wird's eh lang nur. In dem Fall von Oktober bis April oder so. Ich hab mir seit in der Früh auch gedacht. Wie gesagt, wir haben ohne Scheiß gestern Nacht, also von gestern auf heute quasi in der Nachtschicht, war die erste Nachtschicht, die wo ich jetzt im Kopf hab, da wo wir wirklich draußen sitzen können haben, ohne dass die friert. Also es war um 3 in der Früh, hat es noch 25 Grad gehabt. Also es war wirklich brutal. 4:45 Uhr und es war noch stockfinster, ja. Die Sonne geht verhältnismäßig spät auf und geht verhältnismäßig früher wieder unter. Also das ist, wie gesagt, das geht so stark schnell. Vor 4 Wochen war es um 4 Uhr hell in der Früh und war um 9 Uhr erst finster oder um halb 10 Uhr. Wir werden halt nur in die Eisdiele stürmen, aber erst ab 8 Uhr, weil es heißt, absolut sinnvolle Strategie, wenn du mich fragst, Cartman. Absolut sinnvoll. Kurze Zwischenfrage, wenn der Meisterball weg ist, ist er weg, oder ja? Den hast du nur einmal. Dieser Ball fängt aber jetzt Pokémon auf dem ersten Versuch. Definitiv. Den kannst du auch nicht daneben werfen. Die Fangchance ist da bei dem Meisterball garantiert. Also würde ich mir sehr gut überlegen, was du damit fängst. Gut. So, Freunde, wir haben ein Final Fantasy letztes Mal ja ganz Stückel weitergekommen. Lightning hat ihr Esper gebändigt an Odin. Ja, sie hat sie jetzt, was ihr Laune angeht, ein bisschen gemäßigt. Ne? Sie nimmt sie jetzt an Hope an. Der Hope ist ja sozusagen ein bisschen so das Sorgenkind. Ja? Ist weder mutig noch wirklich selbstbewusst und Lightning übernimmt das Ganze jetzt ein bisschen. Im gleichen Atemzug ist der Sass mit der Vanille unterwegs. Da haben wir jetzt auf einer anderen, also schon noch im Piezweil, in der in dem Schrottareal, aber halt auf einem anderen Pfad unterwegs, wo es die zwei jetzt haben, das werden wir dann auch noch erfahren. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Ja. Was mit dem Snow ist, das weiß momentan kein Schwein. Wir wissen nur, er ist von einer Militärtruppe gefangen genommen worden. Vielleicht kriegen wir da halt auch ein paar Infos mehr. Wer weiß das schon? Ja. Lightning hat auf alle Fälle vor, das Kapitol Eden zu stürzen, beziehungsweise den Fall Sie Eden zu stürzen. Was ja wiederum ein bisschen mit unserer Bestimmung übereinpassen würde. Ja, Ragnarök, die Zerstörung von Cocoon, das passieren, wenn der Fall Sie Eden fallen würde. Ja, also mal schauen, wo wir da, in was für Richtung wo wir da gehen. Und deswegen da jetzt sagen, fangen wir mal langsam an. Ja, es ist 5 Uhr, das passt ihm dann ganz genau. Und ich schwitze einfach nur vom Dasitzen, das ist so geistesgestört. So. Aus. Aus die Maus. Kein Stress, Wifi, gern. Wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, einfach rein, dann helfe ich, wo ich kann. Gut. So. Und jetzt let's fetz bei dir. Ja, schauen wir mal. So. Ein furchtbarer Gedanke ist unser aktueller Stand. Piezweil Entsorgungsanlage. Birgit Habitiere, grüß dich gut. So. Dann schauen wir mal. Schiebmiertle. Genau, da haben wir Stäblen. Jetzt wissen wir erst einmal, was haben wir denn da? Stimmt, wir haben auf alle Fälle noch fast 2000 Kristallpunkte. Die können wir gleich mal investieren. So. Ich bin ja schwer dafür, dass der Sass ein guter Augmentor ist, deswegen werden wir da gleich mal das Kristarium fertig machen. Fast fertig machen. So, und Vanille
Schauen wir, dass sie ihre Heilerfertigkeiten hochkriegt. Passt, perfekt. Haben wir schon hier. Sechstes da. Haben die Kristallpunkte auch schon wieder sauber investiert. Von draußen vom Wald komme ich her und muss euch sagen, fuck, ist das heiß, mein Rucksack lag im Kopfraum und ist warm. Ja, ich glaube, mit dem hat heute jeder zum Kämpfen birgt. Wir haben vorher gerade eben drüber geredet, dass halt die Temperaturen so next level druckern. To the victor go the spoils. Aber ich hoffe, du kannst ja irgendwie so ein bisschen irgendwie abkühlen, so. So, wie schaut's jetzt da eigentlich aus? Schaut mir irgendwie an wie so eine, ja, wie so eine Entsorgungsanlage halt eben, ne? So eine Schrottverwertungsanlage. So mehr oder weniger. Heute ein Arbeitstag, keine Luft, kein Wind und nix, ja. Boah, das kann halt in der Nachtschicht witzig werden. Mir da brauchen wir jetzt tatsächlich eher die Leute, die wo in der Spätschicht jetzt da haben. Das glaube ich ist richtig ungeil. Aber ich glaube, dass heute in der Nachtschicht total dampfig wird. Aua. Kleiner Funfact, die Bomber da, wenn explodieren, kriegst du keine Kristallpunkte dafür. Finde ich aber ein komisch, aber naja. Recht feig jemand die nicht. Aha. Ah, das ist wieder so ein Enterhaken-Ding, oder was? Nothing to it. Also wir sollen jetzt über das dünne Stickel da drüber laufen, oder was? Ah, geht gerade ein paar Meter oben, das passt ihm schon. Jetzt habe ich natürlich oft nicht die Möglichkeit gehabt zum Farmen, aber gut, das schafft man locker ohne. Schau. Zündkerzen, perfekt. Wir haben einen Kollegen, der hat 2 Wochen Urlaub gehabt, Kroate, hat eine Woche davon noch blau gemacht, damit er eine Woche länger in Kroatien sein kann. Heute kommt er und ist Mittag verschwunden. Kam raus, dass er heimgegangen ist wegen Bauchweh, ohne unser Wort zum Sagen. Und jetzt rate mal, wer gekündigt wurde. Ja, der halt wahrscheinlich. Der halt wahrscheinlich. Oh, da ist Loot. Da hinten ist Loot, habe ich ganz genau gesehen. Ja gut, das ist halt aber halt leider auch sehr selten dämlich. Also muss ich, sei mir nicht besser. Ich glaube, dass da gleich Heilung nötig wird. Yes, da wird Heilung nötig. Da tatsächlich mit Items hantieren, siehst du es doch. Didn't even have to ask. We got this, Vanille. Ja gut, aber da müssen wir erst einmal ein wenig eine Schockbasis aufbauen, damit das funktioniert. So ungefähr.
Haben sogar mir die Worte gefällt, wie dumm der ist. Oder er hat's provoziert. Ja, das kann man aber schwer sagen, aber wie gesagt, ich finde halt sowas auf Wahl ist halt einfach dämlich. Da bleibt mir einfach selber nichts übrig. So. Dann schauen wir, ob wir nochmal einen Schock bringen, weil sonst zirkt sie da kaum mehr wegen. Oh, perfekt. Sehr gut. Kriegst du halt natürlich jetzt wieder nur für den Roboter da Kristallpunkte, weil die anderen zwei haben sie ja gesprengt. Saublederweise. Aber gut, das hören wir uns erst bei den Loot ein. Ein Weisheitsamulett, was ist denn das? Vallum in Notlage. Ach so, da werden wir quasi bufft, okay. Vallum ist Magieschaden, also Magieresistenz quasi. Sehr gut, das ist ein Speicherpunkt. So. Oh, die Hanai. Oh, leck, was ist denn das? Ein Pinguin mit Flügeln, oder was? Das war jetzt auch schlau. Pinguin mit Flügel. Oh, leck, was ist denn das? Kenn ich gar nicht mehr. Flügelmauser. Ein dicker kleiner Flügelmauser ist das, meine ich. Was bist jetzt du? Ein Gremlin. Auch nicht schlecht. Die haben irgendwie süß, ich weiß auch nicht. Hm, 32 Kristallpunkte für die zwei Viecher. Das geht eigentlich. Ah, der hat irgendwie schon... Warte, Moment einmal. Das ist Leder. Der schaut nicht wirklich aus wie so ein Lederlappen, ich weiß auch nicht. Der Mini-Flügelmauser, okay? Die bewachen auf alle Fälle eine Loot-Kapsel. Did you see that coming? Not bad. Okay, die greifen, so wie ich das sehe, greifen die quasi nur magisch vor. Es müsste jetzt 48 geben, oder? Ja, genau. 16 für den. Leder und ein Vitalisator. Okay. Flammenring. Okay, der erhöht Flammenresistenz. Offensichtlich. Haben wir letztes Mal gelernt. Was haben wir da? Oha! Ja, das ist nicht mehr. Handy schauen, nicht vergessen, das geht in anderen Betrieben auch nicht. Nein. Also bei uns theoretisch ja, aber es wird halt auch nicht gern gesehen. So. Aber gut, ich glaube, unsere Branche ist, das kostet jetzt generell nicht so mit dem Einzelhandel, glaube ich, vergleichen. Weil, ne, bei uns, ich bin jetzt auch ehrlich, wenn wir mir Nachtschicht oder Spätschicht haben und keine Geschäftsführung und nichts mehr da ist. Ne? You know what I mean? Oh, das schaut sauerhaft aus da. Da hinten her irgendwo Loot. Sag ich doch, da hinten ist eine Loot-Kapsel.
Holen wir uns erst einmal Loot. Phoenix-Feder, okay. Belebt den toten Charakter wieder. Da hinten müssen wir auf alle Fälle was aktivieren. Ja, okay, gut. Ich sehe schon, das wird alles von Gegner bewacht. Da werden wir jetzt um den Kampf nicht umgehen. Schade, Schokolade. Let's get this over with. Kümmern wir uns erst einmal um die Gremlins, weil die sind leichter zum Beseitigen. Atta girl. You got this, Vanille. Tja. Schauen wir, dass wir das Bisch halt einmal in den Schock kriegen. Weil der kriegt ja eigentlich nur Damage, wenn er in Schock ist. Man darf bei uns Stupsel in die Ohren haben, auf einer Seite, dass man nur ansprechbar ist und viel haben wir eigene Musik drin. Das Storm bei uns vor allem, also in der Montage ist das bei uns vor allem ja auch mittlerweile erlaubt, da haben sie ein bisschen die Zügel gelockert. Auf der Maschine darf man das theoretisch auch. Du kriegst halt da nicht mit, wenn es rumpelt, also darfst das so jetzt das eigentlich nicht tun. Also ich tue es eigentlich nur beim Platten wechseln, wenn die Maschine halt einfach gerade steht. Nix. You got this, Vanille. Watch and learn, kid. Didn't even have to ask. Thanks, Vanille. Follow the old man's lead. Mann, warum bist du so tanky? Jetzt habe ich das immer noch, das muss ich jetzt gleich tun, das habe ich immer noch nicht ausgestellt. Da denke ich aber auch nicht dran. Nein, wir haben keinen Multilink aktuell. Außer Dwife streamt da gerade zufälligerweise Final Fantasy 13 und ich weiß noch nichts davon. So, easy. Muss jetzt gleich schnell machen, Moment. Das triggert mich sonst wieder einen ganzen Stream. So. Multilink ist aus. Und da ist Multi-A aus. Perfekt. Na, sechs es. Geht aber eh so einfach. Die haben keinen Loot da lassen, die Schweine. So, das sind 2 Hebeln mit 2 Verankerungen, wenn ich das richtig sage. Okay. Na, dann gehen wir erst mit drauf. Nicht, sehr gut. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Scheiße, das schaffen wir nicht mehr. Verdammt! Das ist Schweiß abwaschen? Ja, das habe ich schon 3 Mal hinter mir heute. Und danke für den Like, Birgit. Ja. Ja, wenn man noch mit durchbringen kann, man legen eventuell. Na, lass schaffen wir nicht, scheiße. Das geht so aber nicht um eine Schocksequenz aus. Na, Bomberkohle, sehr gut. Da geht's einmal. Ach so, da geht's jetzt einmal rundum quasi. Okay. Aktivieren wir das einmal, dann sehen wir schon. Not electrocute myself. Ach, die haben. Ah, da haben mehrere so Terminals. Okay.
Ich höre Loot. Ich höre Loot. Loot wo? Hören du ihn, aber sehen du ihn nicht. Ja, super. Jetzt haben wir zwei, wo die Kasperl da. Moment einmal. Bringt's Apps, wenn man... You got this, Vanille. Vielleicht hilft's jetzt. Follow the old man's lead. Wenn wir debuffen und aufbuffen. So, schauen wir mal. You got this, Vanille. Holding up, kiddo. Watch and learn, kid. Ja, ganz schön zintig, die zwei. You got this, Vanille. Ja, okay, das merkst du deutlich, wenn der debufft ist. Ja, und jetzt hat er quasi der Zauberhut, der wo dann mit dem Pfeil nach unten ist, ist quasi Magieverteidigung ist gesenkt und das Schädel mit dem Pfeil nach unten, das ist generell seine Verteidigung ist geschwächt. Seine physische Verteidigung, besser gesagt. Thanks, Vanille. Ja, so hat jetzt eigentlich gelungen. You should Geht see doch. your daddy now. Ein Passivsuchsensor, ja, 58 Kristallpunkte. So, wo ist jetzt die Loot-Kapsel? Gibt's ja nicht, muss da irgendwo sein. Okay, da ist der Weg auf alle Fälle versperrt. Ah, das ist garantiert da hinten irgendwo. Okay. Ich fühle mich mit viel Liter Arschwasser leichter. Ja. Heute auf alle Fälle. Heute schwitzt man gut. Schwitzen ist gesund. So, gehen wir da auch noch um. Dahinter, da dahinter lauern auf alle Fälle ein Haufen Gegner. Can't we just talk this over? Erst einmal den Bomber wegmachen. Aua. Ja, der ist schon mal hier. Kannst du einmal auf jemanden anderen draufklopfen? Follow the old man's lead. Didn't even have to ask. Gut. Gut, der ist jetzt sauber gedebufft.
heißt, jetzt müsste man locker in einer Schocksequenz wegbringen. Perfekt. Ja, das was das gleich ausmacht. Easy. So, nochmal wieder so ein Terminal. Pulse machines can't be that different. Dann müsste das jetzt eigentlich das letzte sein, weil da vorne ist wieder das Speicherterminal. Da waren wir ja vorher. Okay, der Bomber hat einen sauberen Breselwetzen gut. Okay, da einer sprengen sie. Follow the old man's lead. Was gibt jetzt so eine Bomber? 16. 12, ja, okay, das. Lohnt sich jetzt also auch nicht so wirklich krass, wenn du es schaffst, die zu besiegen, ohne dass sie sprengen. Let's give this a shot. Gotta hit 4 control panels. Aha! It's alive! Polyedrische Würfelgegner kann man mal machen. In Final Fantasy gibt's nichts, was es nicht gibt, Wifi. Aha. So, wir haben ja da vorne eine Loot-Kapsel gehört. 100%ig. Da muss was geben. Bekomme ich da jetzt oben gar nicht, oder was? Ah. Da sehen wir da. Ah, sechs, da hinten ist die Loot-Kapsel. So, zwischenspeichern. Ah, da hat sie sich versteckt. Vitalisator. What? What's this? Ach, das ist so eine Komponente, oder was? Hä? Ach, da. Ja, da können wir uns von Haus aufs buffen. Okay, alles klar. Oh, leck, 2 Bomber und 2 von den Roboter. Das werde ich jetzt ziehen. Erst einmal weg mit den Bomber. Ach, die damagen aber nicht die anderen, oder was? So, jetzt aber. Jetzt haben wir Low Health. Scheiße. Tarsalan auch noch voll munter. Motz chillt gerade sein Base. Price, hab ich dir, grüß dich gut. Alles fit bei dir. Follow the old man's lead. Schwitzt du auch so wie mir? Aber. Sicher? Sehr gut. Okay, komm.
Wie oft warst du heute schon duschen? Didn't even have to ask. Watch and learn, kid. Ja, das sollte jetzt eine Reihe für den Schock zu zweit. Au. Ich bin gerade aus dem Pool und in der Halle hat es 23 Grad, weil der Kunde so verlangt, wie stresst ist wieder nicht. Ja gut, okay. In den Pool gehen hätte ich halt vielleicht auch bevorzugen sollen. Ja? Ich war um 12 Uhr um halb eins Mittag war ich laufen. Ob man dann so im Nachhinein denkt, what the fuck, warum bist du einfach schwimmen gegangen? Das hätte wahrscheinlich den gleichen Effekt gehabt. Aber okay. So, wir haben im Tunnel. Bisschen Höhlenforschung betreiben. Kleinstein wo? Oh, was haben wir da? Ist das Ende? Weil ich habe jetzt ungefähr 12.000 Gegner zusammengeschossen und habe trotzdem gerade 445 Kristallpunkte gemacht. Also ich freue mich schon, wenn wir mal an Steine haben, wo man richtig schön effizient farmen kann. We gotta sleep somewhere. This look okay? Yeah. Fine by me. Perfekt. All set. Okay, good night. Not a care in the world. Oh! Ein jetzt. What? Do not cross this line. Understood? Grow up. And good night again. Tja, es ist You Black just go to laufen. sleep already. Und er darf seinen Träger legen, ja perfekt. Es ist Flauschi Chocobuckel. Still a kid. Bisherigen Spielverlauf speichern, aber 100%. Oh, Zwischensequenz. Gerenderte Zwischensequenz. Couldn't run if you wanted to. Als ob das Ding fliegen kann. Look at you. Wonder what's under the hood of that thing. Keep your pants on. You'll get a peek soon enough. Just try and behave. I'm not gonna make any promises. Cheeky boy, aren't you? We'll see how long that lasts. Kannst sagen, was du magst, aber Square Enix weiß, wie man Cutscenen macht. Und am Snow scheint's gut zu gehen. Noch gut zum Gehen. He's come
to meet you. Die Lindblum. Sanctum Schutzgarde. Wer bist jetzt noch du? Halt! You must be Snow. Sid Raines, Brigadier General of the fleet. Hi, Sid. Thanks for the escort. Apologies. I just had a few questions to ask you. If it works like they tell us, that means she must have fulfilled her focus. Sarah! Fulfilled her focus. As a tainted Pulse Lassie, that is. You think she was out to hurt Cocoon? I'd hardly be alone if I did. When it comes to Pulse, who could claim to know anything? I need the truth, for the sake of Cocoon. The sake of Cocoon. We're from Cocoon. Shipping us out, purging innocent people. That's how you lend us a hand? Those are the Sanctum's methods. The public fears what it doesn't know. It's grown tired of living in constant terror of these threats from the world below. So, the Sanctum devised a plan for you, Lassie. I'll bet. A public execution. The people don't know any better. Strike down the Phantoms before their eyes, and they sleep like babes. No! The Sanctum has intelligence on the other Lassie already. It's only a matter of time. You'll never catch them. I see. We'll need your help then, won't we? Ja, alles klar. Wir sollen also öffentlich hingerichtet werden. Sarah. Tag 7. You're kidding, right? I mean it. You can't drop the breakup bomb like that. Being alone's all right, I guess. Yep. Always was until we met. Then we did. And now I know there's something better. Being with you. We've come too far to quit now. It's not your choice. You really want to leave me? I don't want to. I have to. Listen, it's over. Please, just stay away from me. What happened? At least tell me that. If it was something I did, just say it. Okay. Da sagt sie ihm jetzt, dass sie quasi verflucht ist. Branded by Pulse. I'm a Lassie. No. Enemy of Cocoon. Danger to us all. Get it now? You're my enemy. Goodbye. Wissen wir ja mittlerweile, was passiert ist, ne? Sarah!
Sarah, where are you? Okay, wir spielen jetzt quasi ein paar Tage in der Vergangenheit. In dem Fall 6 Tage. Tag 13 ist ja im Endeffekt der Tag, wo das Ganze alles jetzt passiert. Ja, Urlaub machen da da schon. So ist das. Ja, schaut schon harmonisch aus dort. Strand, Meer. Mal Sonne haben wir gerade auch nur, aber ja. Lasst sie aushalten. Die Frage ist, gibt's da Loot? Oh, da ist ein Buffy. Er ist flauschig. Oh, leck. Der ist gut genährt. Was hat der da komische Nosen? Aber er kann springen. Ah, schön der Motorradparkplatz, da schau her. So. Strandbar. What's with the long face? You and Sarah have a fight? Gut, die haben wir bei den Aufständen kennengelernt. Kann man da hinter die Theken gehen? Tatsächlich, das geht sogar. Ah, da sitzen die anderen zwei. Die haben wir auch beim Aufstand kennengelernt. Juge und Gadot, glaube ich, heißen die. Bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine aber schon. Ach, da steht Sarah, da schau her. Sarah! What is your focus? Let's see, have a focus, right? I'll go with you, help you do it. Just let me. No, if you're with me, the sanctum I will be with you, no matter what. We've come too far to quit now. I don't know. I don't know my focus. I'm gonna be a monster. Not if I'm here. I'll protect you. We'll figure this out. Do it together, okay? Okay. Ist aber schnell überzeugt. If it's true what they say. Yeah. When we're finished, I'll turn to Crystal. Don't worry. When the Seed complete their focus, they're blessed with the gift of eternity. They wouldn't call it eternity if you died. You'll see. You and me will always be together. Gut, das ist halt, wie gesagt, an Snow seine persönliche Geschichte, das mit der Sarah, ne? Das Even if death was all that she had waiting, nothing would have changed. Sarah was brave enough to face it. Also wie gesagt, das mit dem Snow, dem seine Geschichte ist quasi auf Sarah aufgebaut, ja? Die ganze Liebesgeschichte sozusagen, mehr oder weniger. Lightning, ihre Geschichte ist mehr oder weniger erst einmal Sarah zum Beschützen, beziehungsweise jetzt Eden zum Zerstören. An Sass sein persönlicher Hintergrund, den kennen wir noch nicht, hat aber wohl was mit einem Kind zu tun. Was Vanille eigentlich vorhat, das weiß keiner so wirklich, die ist einfach da.
Der Hope ist klar, dem sein persönlicher Antrieb ist, einen Snow zur Rechenschaft zu ziehen, weil er ja seine Mama in den Tod gestürzt hat, sozusagen. Wen haben wir sonst noch? Ich glaube, das waren dabei einmal alle. Oh. Ja, mal wieder bei der Lightning. Can't believe we made it. That'll slow down pursuit. But aren't there troops on this side? We can't relax just yet. Right. We press on. I'll take point. You watch our backs. Actually, why don't you let me take point? Can you handle it? It's not a question of can or can't. Now you're learning. Hey, sie lächelt. Keep your eyes front. I'll watch the rear. Got it. Der Lichterwald von Capra. Forschungsbiotop. Okay. I've got your back. You call the shots now. Freunde der Sonne, wir sind in einem neuen Gebiet. Der Lichterwald von Capra. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass wir jetzt allmählich von den Militärbestien wegkommen, von den Roboterbestien, dass wir langsam mehr so in die, ja, in die normalen Viecher kommen, mehr oder weniger. So, jetzt müssen wir erst mal schauen, was haben wir denn da jetzt? Wir haben jetzt mittlerweile in Kapitel 5. Passt auf, wo haben wir denn? Historie, Regionen und Einrichtungen. Der Capra-Lichterwald ist ein wundersames Waldgebiet, das zwischen dem entvölkerten Pizweil und der Stadt Palumpolum liegt. Palumpolum ist quasi das Endziel vom Hope und von der Lightning. Da wohnt übrigens der Hope. Das Gebiet wird militärisch überwacht und zu Forschungszwecken genutzt. Okay, doch nichts ohne Militär. Gut versteckt zwischen den Bäumen erforscht das Sanctum in geheimen Forschungsanlagen wilde Tiere und Monster und transformiert sie zu Militärbestien. Okay, wir werden aber wahrscheinlich sowohl Militärbestien als auch normale Tiere finden. Also was heißt, also die normale herkömmlichen Monster halt. So. Gut, der Hope kann jetzt 2 Accessoires tragen, das ist schon mal gut. Perfekt. Ja, haben wir schon wieder ein wenig gelernt. Gut, Blitzring brauchen wir ja jetzt in dem Fall nimmer. Das war ja eigentlich nur für den Odin. Nehmen wir mal einen Silberarmreif auf alle Fälle mit. Das Ärztewissen nur mal. Heiltränke werden verdoppelt. Ja, nehmen wir 2 Silberarmreife. Der ist eh relativ fragil. Gut, der Blitzring hilft da jetzt auch nichts, dann nehmen wir physische Angriffskraft auf alle Fälle. So, was? Palim schon wieder. Ja, ja, genau, Palim. Palim ist unser Endziel. Das ist so eine Mischung aus künstlich erschaffenem Blätterwald, sag ich jetzt einmal, das sieht man da ganz deutlich. Ja, und zwischendrin haben wir halt aber auch normale Baum noch. Ja, so wie der da, also so wie der da gerade aussieht, wo jetzt der Bimbus vom Hope ist. Ja. Und da haben wir schon die ersten neuen Viecher, die uns da quasi begrüßen. Das schaut mir an, was ist denn das? Wir Schnecken. Ah, Eglitz ist das quasi. Ich finde es jetzt irgendwie nicht so cool, dass ich mit dem Hope spielen muss. Mal schauen, ob ich das umtauschen kann.
Spät, ehrlich gesagt, oha. Ich spiele halt ehrlich gesagt lieber mit der Lightning. 104 Kristallpunkte. Dreckschmier kriegen wir immerhin. Ja, immerhin. Warte mal schnell. Können wir jetzt eigentlich modifizieren? Jetzt passt so. So. Was hat jetzt aktuell der Hauptpot Ninurta? Moment einmal. Jetzt schauen wir erst einmal. Kuni. Nein, ich kann leider. Kann ich leider nicht tauschen. Müssen wir leider so spielen aktuell. Okay. Na gut. Okay, Ninurta können wir auf alle Fälle mal auf modifizieren, hätte ich gesagt. Jetzt passt auf, modifizieren. Das brauchen wir. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir auf alle Fälle einen EP-Bonus kriegen. Gemäß dem Fall, wir finden irgendwie noch etwas, wo es ein wenig mehr Erfahrung gibt. Okay. Doppelbonus, perfekt. Geht da eigentlich noch mehr? Das hat mich jetzt interessieren, das probieren wir jetzt einfach aus. Nein, das geht tatsächlich nicht, okay. Nein, das geht nicht. Okay, gut. Haben wir schon wieder was gelernt. Jetzt passt's auf. Aber jetzt will ich noch was probieren. Wenn ich jetzt hergehe und sage, pass auf, der Passivsuchsensor bringt oder so viel. Wenn ich jetzt einfach, ich muss jetzt einfach da mit 1800, ob ich Stufen überspringe. Natürlich überspringe ich Stufen und zwar ziemlich deutlich. Okay, verbrauchen wir aber auf einmal den ganzen Bonus. Okay, alles klar. Gut, wieder was gelernt. Easy. Heute von da einmal können wir. Stay alert. Ja, die Gegend gefällt mir schon deutlich besser. Can use the lights as a guide to keep us moving in the right direction. Damit sowohl normale Viecher als auch Militärbestien. Wird Leute immer dezent daneben gehauen. Okay. Right behind you. Ja, schon langsam nehmen wir auch die Erfahrungspunkte zu, die wo wir kriegen, wenn wir jemanden besiegen. Don't go chasing after enemies. It's a surefire way to get ambushed. Verdammt. Jetzt hat es auf alle Fälle rentiert, dass wir die Waffen aufgewertet haben. Wir machen schon mit deutlich mehr Schaden jetzt. Ah, schon schön. Gefällt mir. Sehr gut. Spiel ist gut gealtert. Have you ever been here before?
On duty, I mean. No, I haven't. This area is covered by the Woodlands Observation Battalion. You scared? Not really. I'm ready to fight if I have to. To keep you safe. Messer. Oder was? I'll want it back. Lightning. I'm glad I followed you. By myself, I would have had no chance. Ja, die Stimmung zwischen den zwei lockert sich allmählich. Das ist zwar noch nicht so flauschig, aber es ist schon flauschiger geworden. Sagen wir es mal so. Was ist jetzt dieser Aufzug auf dem Baum oder was? Tatsächlich. Trust me to cover your tail and stay focused on moving forward. Da kann man, sieht man da irgendwie was Besonderes? Da hinten haben wir gekommen. Gut, der Wald muss ja ungefähr gefühlt den halben Planeten beleuchten. Easy. Hat mir die jetzt von da hinten gesehen? Holy shit. No holding back. Stimmt, Lightning hat ja schon 4 Orte. Die greift ja schon 4-mal an jetzt im Endeffekt. Just another battle. So. Ah, wenn der Schneckenviecher. Die Viecher, die haben total easy, aber die geben wirklich viel Erfahrung. Way to go. Amazing. Ja, 104. 104 Kristallpunkte für so ein paar Schneckerl. Perfekt. Ja, Präventivschlag, der Sport hat brutal viel Zeit. Perfekt. Lightning schießt einfach mal den Gegner in den Luft. Easy. That's it, Hope. Wenn mich nicht alles täuscht, kommen wir da später in also jetzt in dem Gebiet, zu einem relativ großen Gehege, da wo ein Haufen Viecher drin haben. Da ist auch ein Speicherort dort, wo man rein theoretisch dann ein bisschen farmen kann. Was wahrscheinlich gar nicht einmal so schlecht war, weil sonst kommen wir mit dem Kristarium irgendwann in Rückstand. Oh, da ist ein neuer Gegner. Schaut aber jetzt, das schaut noch, ist das eine Militärbestie? Bin ich mir nicht sicher. Mal schauen, aber ich glaube, das ist noch... Das glaube ich ist keine Militärbestie, wenn mich nicht alles täuscht. Los, Meh! Was bist denn du überhaupt? Was ist denn das? Ein Vespid Clypeus. Aha. Okay, du bist auf alle Fälle keine Militärbestie. Sabi, hallo. Sabi, grüß dich. Danke dir fürs ASMR-Schenken. Machen wir gleich. Und natürlich habe ich wieder kein Glas dahinter, das ist eh klar.
Okay, du schaust irgendwie aus wie so ein Pseudo-Bibor, ich weiß auch nicht. Also von dem Stachel möchte ich nicht gestochen werden. Trinken ist wichtig? Absolut. Obwohl ich eh fleißig dabei bin. Ich meine, auch gute Erfahrung. So, da ist gesperrt. Da hinten ist aber auf alle Fälle eine Loot-Kapsel. Dann müssen wir nur schon schauen, wo der nächste Speicherpunkt ist. Dann machen wir es alles mehr schnell. Dabi, wie geht's da? Ja gut, das Wespenviech ist halt natürlich auch extremst aufmerksam, gell? Also da einen Präventivschlag hinzubringen, ist wahrscheinlich aufgrund den zwei Raubkatzen nahezu unmöglich. Alles Bestes, danke selber. Ja, ich kann auf mein Arschwasser davor schwimmen, aber ansonsten geht's mir absolut sauberhaft. Kann ich mich nicht beschweren. Aber ich glaube, dass halt gefühlt jeder am Arschwasser davor schwimmt. Dauerfeuer? Okay. Ach, da übernimmt sie Teilerrolle. Okay, alles klar. Ja, selbst meine Klima muss extrem kühlen und schafft es nicht wirklich. Ich glaube, wie gesagt, wie ich vorher einen Stream gestartet habe, ich war ja heute schon 3-mal duschen. Ne? Einmal nach dem Laufen, 2 Stunden oder Stunden nach dem Laufen wegen dem Nachschwitzen, jetzt nochmal vor dem Stream, weil immer noch heiß, jetzt will ich dann nach dem Stream nur einmal gehen und dann nach der Arbeit, nach der Schicht um 6 in der Früh werde ich wieder gehen. Aber heute ist einfach, heute ist ultra schwül. Ich habe mich vorher ernsthaft gefragt, warum bin ich nicht einfach ins Freibad gegangen. Aber alles für die Community, ja. Mehr Content machen ist mehr gut. Und ich muss die Woche fast ein bisschen nutzen, weil die Baustelle tatsächlich diese Woche etwas ruht. Ja, muss ja meine Zeit für Stunden im Internet nutzen. Watersurfing, hui! Ja, hoffen wir mal, dass dein Pool nicht ausschließlich aus Arschwasser besteht, weil das war dann ein wenig... Das war schon pervers. Mir gefällt das, wenn die Lightning einfach Gegner in die Luft fetzt. Aber bei der Hitze macht man wohl damit Ressourcen spart. Schon den Geldbeutel. Du stellst dir einfach einmal 8 Stunden so hin, dann wird er irgendwann wieder schon mal voll. Oh, da ist ein BMOF. 1 BMOF. BMOF zusammenpimmeln. Das ist sogar ein richtiger BMOF. Das ist nicht einer vom Militär gezüchtet. Das ist ein Alpha BMOF. Oder mit Schockleiste in den Tee bringen. Das ist jetzt das Extreme. Wenn der mal in Schock ist, macht er gefühlt gar nichts mehr. Easiest BMOF of my life. Na, da ist ein Zenten Salz drin. Wer weiß, ob das Wasser salzig ist vom Salzstor oder von der Chemie oder ob es vom Schweiß salzig ist. Man munkelt. Herz auf, mir jetzt mit Puls zu kommen, sonst wäre ich noch neidisch. Ja? Ihr müsst ein bisschen an mich denken. Ich muss halt nur 8 Stunden arbeiten. Hallo? Oh, Zwischensequenz. What is it? We need to hide. They don't seem like they're even looking for us. I mean, we're Lassie and we're on the loose. SciComm's keeping it all under wraps.
They don't want their failure publicized. Better to lose us than lose their pride. So the other soldiers don't know about us, right? Right. They don't know anything about any fugitives. Over here. So, das Militär ist quasi jetzt auch in diesem scheiß Void eingetroffen, ja? Und ja, wahrscheinlich werden wir uns mit denen auseinandersetzen müssen. So. Ich überlose jetzt schnell ein paar Sekunden dieser wunderschönen Aussicht in diesem Wald, ne? In der Perspektive von Hope, der gerade anfängt zum Wippen. Dabei besorge ich schnell ein kleines Großglasel, damit wir der Sabi hier ASMR-Einschenker machen können, die dann wahrscheinlich dafür sorgt, dass ihr alle einen Mordsdurst kriegt. Okay? Bin gleich wieder da. Nicht weggehen. Ihr ersparen jetzt im Pausenscreen. Okay? Bis gleich. So, Sabi, extra für die, oder eigentlich sollte ich sagen, extra für euch. Kattel habe ich dir, grüß dich gut. Extra für euch habe ich jetzt sogar eine neue Flaschen geholt, ja, damit es so richtig heftig kickt. So, ich mache jetzt da einmal schnell kurz leise, ja, damit ihr die volle Dröhnung genießen könnt. Und dann machen wir jetzt da geschwind mal dieses aus. So, kleine Triggerwarnung. Mache ich immer. Ne? Oder zumindest wenn ich Droh denke, mache ich es. Jeder, der jetzt noch keinen Durst nicht gehabt hat, der wird jetzt gleich einen kriegen, was bei dem weder natürlich, wie Zabi vorher gesagt hat, nicht zu vernachlässigen ist. Ja? Bei Greenscreen ist abgesehen davon kaputt ist. Egal. Und zweitens, wer noch nicht bieseln war, der wird jetzt dann wahrscheinlich gleich bieseln gehen müssen. Ja? Was bei dem wieder auch nicht allzu ein Drama ist. Okay? In diesem Sinne. Zugegebenermaßen, die Sinalco-Spezi, die prickeln nicht so krass beim Aufmachen wie der Schwipschwap-Spezi. Aber okay, es geht ja eigentlich mehr ums Einschenken. Ne? Also, aufgemerkt, Freunde der Sonne. Schauen wir mehr, Sabi. Heute einmal extra ausgedehnt gemacht. Ne? Ganz langsam eingeschenkt. Es soll ja was bringen. Haben wir sagen lassen. Ne? Von Schwipschwapp kommt mit mir auch wie Sau. Ich rüb's auf alles. Scheißegal, was auf der Flaschen steht. Wie lange machst du heute noch? Hey, ich schätze mal so bis halb, 3:45. Länger nicht, weil ich muss noch in die Schicht und ja, also ein bisschen bin ich auch noch da. Zauberhaft, ich darf auch sagen. Leute, ich wünsche euch alle einen schönen, angenehmen, relativ angenehmen Abend. Ich weiß, es ist unfassbar heiß. Trinkt's viel, ja. Folgt dem Beispiel von mir und von der Sabi jetzt. Schön hydriert bleiben. Ich weiß, es ist unfassbar heiß. Trotzdem danke fürs Zuschauen, Sabi. Nochmal danke fürs ASMR-Einschenken und Prost auf euch. So. Also bei mir triggert das weder Pipi noch Durst. Ja, warte mal. Ich muss auch auf Kaffee koppern. Immer diese miese Kohlensäure im Kaffee. Hey, rein theoretisch, also in der Pfalz ist dieser kalter Kaffee. Ne? Also von daher. Sabi, danke dir. So. Der mal langsam weiter. So, jetzt habt ihr da wieder einen Ton. Filter soll ich vielleicht schon wieder rein tun. Dann Herz von draußen nicht so viel. So, neues Geld rauschen. Da, mir steht da der Schweiß auf der Stirn und ich sitze einfach nur fucking da. So.
Gut. Reiten wir weiter. Aber asozial. Da haben wir es. Hashtag Rülpser. So, wieder eine Ebene weiter auf. Oder obi. Warum fahren wir jetzt wieder obi? Ich verstehe die Frage nicht. Präparationssektor. Was präparieren wir denn jetzt da? Mahlzeit, der war schön. Ja, der ist durch Mark und Bein ist der gegangen. Ja. Da ist ein Speicherpunkt, das ist schon mal gut. So. Oh, Schnecken und BMF, da können wir ein bisschen Vieri scouten. Da vorne haben 2 Lynx ran, da ist auf alle Fälle wieder Alpha BMF und ein paar Schnecken. Perfekt. Easy. Easy Clap ist das. Easy Clap. Vor allem die Schnecken gehen, wie gesagt, so schief bei Kristallpunkte. Holy shit, wie werden die? Sexy. So ein Rundumschlag war von der Leiter. Genau, das war jetzt am gescheitern gewesen vorher. Easy. 156 Kristallpunkte. Ich glaube, das Höchste, was wir bisher gekriegt haben, waren irgendwas mit 300. Und das war ein Bosskampf. So, schauen wir mal. Der BMF ist deutlich wach. Oh, da hinten ist eine Lookkapsel. So. Einfach einen Anschein rennen, das hat schon geholfen. So, der macht gefühlt gar nichts mehr jetzt. Weil ich habe noch nie so leicht einen BMF besiegt. 36 Erfahrungspunkte oder Kristallpunkte. So, da haben zwei Pseudo-Bibors, die wo unsere Lootkapsel da verteidigen. Vespit. Ja gut, ich glaube, es soll mehr so, wie sage ich denn, mehr so bienenartiges Wesen darstellen. Vespit, also wespenartig, kann man mir vorstellen. Der lange Stachel darf dafür sprechen, auf jeden Fall. Erinnert also ein bisschen an Dragon Ball. Dragon Ball, ja genau. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein. Absolut richtig, Mr. Der Fighter. Vielen lieben Dank für deine 6 Monate in der Basigang. Weiterhin willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Hat man die Vorhersage von 16 Tagen angeschaut? Laut der ist ab Samstag 20 bis 19 Grad. Das hat Dwifey vorher tatsächlich auch gesagt. Also es soll jetzt eigentlich nur noch diese Woche richtig, richtig krass heiß werden. Und ab nächster Woche soll es schon deutlich kälter werden. Oder was heißt kälter? Es soll kühler werden. Abfrischen. Falkenauge? Aber ist jetzt, da hat sich jetzt der Falkenauge von One Piece da her verrennt. Normal ist das ein Zorro sei. Na, egal. Nein, es soll ab nächster Woche tatsächlich deutlich kühler werden. Aber andererseits, es ist Ende August eigentlich schon, ja. Also der Herbst steht ja quasi schon vor der Tür. Also, ja, es ist gerade unfassbar unangenehm, weil man so schwitzen muss. Aber haben wir schon mal drüber geredet, es wird so bald wieder nass und kalt und vor allem ziemlich lang. Deswegen genieße ich auch irgendwo, dass wir die Woche noch relativ schönes Wetter haben. So, jetzt ist das Problem, weil das Falkenauge, also unser Ninurta auf Stufe 9 hat jetzt 123 Magie. Und das Falkenauge hat auf Stufe 1 89. Jetzt war halt die Frage, wird das stärker, wenn wir es auch aufwerten? Aber das sparen wir. Da muss ich mich, wie gesagt, einmal offstream noch damit beschäftigen. Aber ich finde das auch, Gott sei Dank. Es ist erstens Sommer und zweitens Ende. Also genau, das ist ja das. Ja, wenn man jetzt mal bedenkt, wir haben vor 2 Wochen einfach sinnflutartige Regenfälle gehabt. Ja, im August. So, und da war eigentlich so für mich so, ja, es ist eigentlich schade, weil in 4 Wochen, also vor 2 Wochen in 4 Wochen, ist ja das Ganze sowieso rum. Deswegen
war ich eigentlich froh, dass letzte Woche, Anfang Mitte letzter Woche bis einschließlich dieser Woche, dass nochmal richtig der Sommer nochmal so richtig Gas gibt. Ja, weil wie du schon sagst, es wird so bald herbstlich und frisch. Da nehmen wir das einfach nochmal mit. Auch wenn ich Herbst- und Wintermensch bin. Ich finde, ich hab für alle Jahreszeiten irgendwie so ein bisschen was über, außer für den Frühling. Den Frühling hasse ich wie die Pest, aber das liegt daran, dass ich einfach Pollenallergiker bin. Das ist die einzige Jahreszeit, die wo ich eigentlich nicht so gern mag. Aber ich hab für alle Jahreszeiten ansonsten irgendwas über. Ich finde im Winter es brutal schön, weil man halt gemütlich erinnern kann, wenn es draußen kalt und nass ist. Da ist man so richtig in Gammellaune. Ja, da hat man auch nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt wie heute vor dem PC sitze und halt zum Beispiel irgendwas zocke oder so. Herbst ist im Endeffekt dasselbe in Grün. Ich bin im Herbst geboren, ich bin ein Septemberkind. Ich finde dann so Tage recht schön, wenn es draußen Sonnenschein ist, aber halt so 15 Grad noch hat, also so die Übergangszeit sozusagen, finde ich auch ganz schön und im Sommer mag ich sowieso ganz gern. Also einfach bis spät in die Nacht draußen sitzen können, grillen, das eine oder andere kühle Getränk zu sich nehmen. Früher war es halt so die Hauptzeit für mich, weil wir halt viel an der Donau gechillt haben. Also mein Heimatort, der liegt ja fast nahezu nahtlos an der Donau, da wo ich dann auch wieder hinziehe nächstes Jahr. Also so gesehen bin ich eigentlich für alle Jahreszeiten eben mit zum haben. Außer wie gesagt, im Frühling per se. Kennst du noch vom Frühjahr? Waren ja immer den ganzen August fast im Urlaub, Gardasee unten warm, beim Heimfahren dann Regen und dreckskalt ab dem 3. September. Ja, das war bei uns früher genauso. Meine Eltern und ich haben ja auch immer im August in die Schulferien vorgeflogen, kommst heim, dann friert es dich so halbert. Aber okay. Ich denke darüber nach, dass ich den Winter auf die Kanaren verbringe. Auf die Kanaren hast du im Winter so um die 20, 25 Grad, je nachdem. Also wir waren im November im Urlaub dort. Vor 2 Jahren auf Lanzarote und da haben wir so, ja, steinweise, es geht halt der Wind dort, ne? Also das muss dir bewusst sein. Und es ist halt der Atlantik, also ins Meer gehen ist halt da auch eher semi-optimal. Da hat das Meer gerade 16 Grad oder 15 Grad. Und wie gesagt, es geht halt der Wind dort. Aber so an und für sich, so von der Lufttemperatur her hat es da so um die 20 Grad. Also es ist definitiv schön angenehm dort. Ich war schon 3-mal und auch im November zum Mopedfahren. Ja, zum Mopedfahren ist auf die Kanaren im November ideal. Definitiv. Definitiv. So, da vorne haben wir einen BMF und 2 Lynx-Ron. Okay, der BMF lässt sich definitiv nicht mit einem Präventivschlag umgehen. Der wird uns jetzt das erste Mal ein bisschen Schwierigkeiten. Also, was heißt Schwierigkeiten? Ich finde halt, der BMF zum Beispiel, das ist aber ein Militär-BMF, die schauen nicht richtig geil aus in dem Spiel. Also, die gefallen mir schon gescheit. Das ist ebenfalls ein Alpha-BMF. Au! Mal schnell so. So, dann müssen wir mal schauen, dass wir so mal ein bisschen den Tee buffen, weil der wird uns jetzt gleich ziemlich hart auf die Hörner nehmen. Und da ist es nicht verkehrt, wenn wir ein bisschen einen Boost haben. So, Meisterball wird Zapdos verwendet. Respekt. Kann man machen. Sehr gut, hast du also praktisch schön brav im Kraftwerk umgeschaut, wie ich gesagt habe. Abgekehrt in Australien ist schön warm und es sind ein paar flauschige Viecher unterwegs. Australien an und für sich da ich schon auch gerne mal sagen, so ist es nicht. Aber ich darf mir halt wahrscheinlich massivst vor die Spinnen in die Hosen scheißen, sag er ganz ehrlich. Nein, ich will ja heimkommen auch wieder nicht, dass mir ein Känguru umboxt. Nein, ich hab gehört, ab und zu findest du in Deutschland ein Känguru in freier Wildbahn. Hab ich mir mal sagen lassen.
Au! Gut, dass wir uns bufft haben. Sicher ist sicher, wenn man denkt. Ja, dann musst du jetzt noch schön brav auf die Seeschauminseln umschauen, Mrs. Wifey. Ja? Schön brav umluren. Gotta be stronger. Ich muss stärker werden, ja, wer nicht? Oh, das ist Knie angehauen jetzt, oder was? I wonder how the others are doing. Saz and Vanille? Who knows? Even if they got away, they'll get caught eventually. Then they'll have to choose. Resist or surrender. Surrender. Do you think he's still alive? You mean Snow? He's too stubborn to die. And that's his best quality. He's arrogant and chummy from the get-go. Thinks he's everybody's pal. Never liked him much. He leads around a bunch of kids. Gang called Nora. Where'd they get the name Nora? It's a stupid acronym. Their little code stands for no obligations, rules, or authority. Must be nice. It's irresponsible. Da bricht der Haupt wieder mit seiner Emotion durch. Erst brauche ich eine Pause, die sei da absolut vergönnt. So, haben wir da irgendwo Loot? Wahrscheinlich nicht. Nein, haben wir nicht. Okay. Ja, können wir schon gut voran, so ist es nicht. Gut. Wie schaut's denn? Wir haben knapp 1300 Kristallpunkte. Die werden wir mal investieren. Ja? Das haben wir uns auch verdient irgendwo. So. Was haben wir jetzt da? Der Heiler ist... der Augmentor ist voll. Der Heiler noch nicht ganz. Gut. Oh, Feuer, das ist ein also passt auf, kleine Erklärung. Es gibt ja die ganzen Elementangriffe, ne? Also Feuer, Blitz, Aero, Wasser, also Aqua in dem Fall und so weiter und so fort. Und diese Elementangriffe haben in sich nochmal 3 verstärkte Stufen. Also insgesamt 3 Angriffsstufen. Das eine ist das Standard, also sage ich jetzt einmal Blitz, ne? Oder in dem Fall sagen wir Feuer, weil das Beispiel besser passt. Feuer, das ist der Grundangriff. Die verstärkte Form ist dann Feuer, also das ist auch ein Feuerangriff, aber der macht halt mehr Damage, ist ein wenig wuchtiger. Und dann gibt es noch eine Stufe, die darf dann Feuer heißen, also mit GA hinaus. Die ist dann, ne, die wummst dann so richtig rein. Allerdings gibt es da einen kleinen Trade-off. Und zwar, wenn du halt, je stärker der Angriff ist, umso mehr Angriffsbalken braucht er. Also du kannst dann später nicht 5-mal, ich sage jetzt mal, Feuer reinwumsen, das geht halt dann gerade einmal und halt einmal Feuer dazu zum Beispiel. Aber so grundsätzlich hast du immer drei quasi Stufen von den jeweiligen Angriffen. Dasselbe gilt auch für Ruin beim Brecher, da gibt es Ruin. Das zweite war Ruin Ra, glaube ich, heißt das, bin mir aber jetzt nicht sicher, und das letzte ist Ruiga. Nur eine kleine Side Note, ne? So, sie ist Heiler. Finde ich jetzt eh nicht so unbedingt gut. Das ist voll, okay. Machen wir mit dem Verheerer weiter. Verdammt, klang gerade nicht. Aber ist fein. Da sollte ich vielleicht die Speien jetzt, wo ich das Kristarium erweitert habe. Okay. So. Der Feier, wie geht's denn dir überhaupt? Was läuft so bei dir? Da hab ich da gar nicht richtig geantwortet. Testgelände D.
Das glaube ich ist sogar das, was ich vorher gemeint habe, wo wir farmen kann. Sollte das so sein, werden wir das jetzt tun. Weil es einfach ideal... Ja, das ist das tatsächlich. Da ist ganz hinten dann ein Behemoth, wenn mir nicht alles täuscht. This is an army facility for turning wildlife into weapons. Oh, das ist neu. Aren't allowed in here, are they? Oh, die schauen Have to be ziemlich sure aus. and tell 'em if we see any. Ja, ich glaube, da ganz hinten ist ein Behemoth. Das ist ja... Sicherheitspaddock. Das Areal ist mit einer elektromagnetischen Umzäunung gesichert, um den Ausbruch gezüchteter und transmutierter Monster zu verhindern. Die Umzäunung deaktiviert sich bei Nichtanwesenheit biogenetischer Signaturen automatisch. Heißt praktisch, wenn da kein so ein Viech mehr umeinander rennt, dann wird das deaktiviert und wir können durchlaufen. Dieses Geschöpf hier ist quasi die Grundstufe von den ganzen Militärbestien, wo wir bisher getroffen haben. Ne? Aus diesem Tier wird quasi so ein Lynxeron... Moment, die Zahl sind so. Da haben wir Gegnerdatenbank. Militärraubkatzen zum Beispiel. Das da, dieses Geschöpf hier, der Lynxeron, wird quasi aus dem Ding da hinten geschaffen. Also quasi so eine Kreuzmutation. Ja, das hier ist das Original, das wildlebende Monster, von denen wir später noch einige Unterarten treffen werden. Und das andere, was wir bisher bekämpft haben, sind einfach nur mutierte Militärbestien. Das Geschöpf heißt allerdings Schakal. Ist dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt. Bringt uns, der Schakal allein bringt uns schon 48 Kristallpunkte. Das ist jetzt schon sehr zauberhaft. Passt schon, danke der Nachfrage. Ich tue momentan nicht so viel. Der Chlorgarten möchte gepflegt werden. Der Bub zieht in sein fertig gebautes Haus. Ich hoffe von Hochzeit zu Hochzeit oder von Jungsein-Abschied zu Jungsein-Abschied. Dazwischen ist jetzt ein bald Mittelalterfest in Erdinger Umgebung, dazwischen Orban und Fuikora. Also eigentlich tue ich schon ganz schön viel. Ja, du bist dezent ausplant, merke ich es gerade. Aber ist schön, erstens einmal, dass dein Bub in sein trautes Eigenheim ziehen kann. Und ja, ich sage halt da einfach immer ganz stumpf und klassisch, Real Life geht halt einfach vor. Ganz einfach. Aber trotzdem freue ich mich, dass du reinschaust. Absolut, absolut ehrenhaft von dir. So, 2 Schakale. Macht dann normalerweise 96 Kristallpunkte. Im Gesamten. Also bisschen möchte ich von dem Viech nicht werden. Sag dir, wie es ist. Gibt's Schnauf? Das leidet mal dezent vergiftet. 96, immerhin. So, und jetzt geht die Barriere da weg. Okay. Da haben auch wieder 3 Schakale drin. Aber da hinten ist auf alle Fälle nicht so eine Umzäunung drin. Okay, das war Skill. Fuck, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Der erste Schakal ist raus. Die schauen jetzt schon auch cool aus, die Viecher.
Und Lightning hat gerade ein Problem. Au. Hat er mich vergiftet, der Drecksack? Giftreißer, okay. Wahrscheinlich macht es mehr Schaden, wenn ich vergiftet bin. Kann ich mir vorstellen. 144 Kristallpunkte. Ja, das jetzt schon stark rentiert sie sich. Hat die zwar schluffen. Haben geschlafen. That's it, Hope. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil normalerweise müsste es dann noch Namen so ein Gehege geben. Also ich weiß noch ein Gehege, da war ein Behemoth drin. Also wenn mir jetzt nicht komplett täuscht, ist ja da schon ein paar Jahre her. Aber ich meine, da war ein Behemoth mit in einem Gehege. Mit zwei so Schakale, glaube ich. Hier Loot. Da ist eine Loot-Kapsel, okay, mit Schnecken. Just block out everything else. Kriecher, das ist eine neue Unterart von den Schnecken. Die sind anders. Die schauen auch anders aus. Mehr so rötlich. Sehr gut, dabei habe ich auch bauen schon wieder Bots weg. Sehr gut. Danke dir. ...104 Kristallpunkte, immerhin. So, was ist da drin? 6 Gegengift, okay. Wild animals can be even more violent and unpredictable than the trained-to-kill variety. Be careful. Ganz genau. Hat jetzt Lightning recht schön gesagt, das sind nicht wild lebende Tiere, die sind halt in der Regel aggressiver, weil die Militärbesser natürlich alle abgerichtet haben. Ein wild lebendes Tier abrichten wird halt wahrscheinlich schwierig werden. Erst einmal der Schnecken einen Boomerang auf den Bimbus werfen, das hat noch nie geschaut. That's it, Hope. Na, aber was anderes war aber eigentlich nicht für die gedacht. Wie? Wie war nicht für mich gedacht? Hä? Hey. Hallo, mach schon wieder PvC-Nageln, das ist nicht gut. Oder ist das ein Riesengebiet? Das kann natürlich auch sein. Ja, mein Handy eskaliert gerade. Erst einmal das große Übel ausschalten.
ist irgendwie witzig, dass die Schnecken so ein Salto machen und angreifen. ...126. Perfekt. Ja, da geht dann auch mit dem Farmer ein wenig was vor, wenn du mal anfängst, mal über 100 Kristallpunkte zu kriegen. Ist da Loot? Okay, zurück können wir erstmal nicht. Oh. Ein Behemoth. Der ist weder Alpha noch Beta. Aber das ist jetzt ein Wildlebender quasi. Okay, das ist ein Wildlebender. Okay, buffen uns erst einmal gern. Ui, der macht Schaden. Ja. Okay, der ist deutlich stärker. Okay, Moment einmal. Kriegen wir schon. Defense Buff eine. Alter, das ist der Behemoth hat Lightning in die nächste Zeitzone befördert. Oder er ist in Schock. Perfekt. Der kommt mir deutlich größer vor. Ich heule scheiß Zwiebeln. Dann ist es eine richtig gute Zwiebel, wenn du richtig das Blären umfängst, Birgit. Okay, hat ihn schon. Der war stark. Ja, keine Kunst mit anstellen. 64 Erfahrungspunkte, okay. We've tripped the security alarm. The observation battalion will be coming. Let him come. Okay. Wenn ich jetzt da zurückgehe, gemäß dem Fall, ich kann zurückgehen, kann ich dann da die ganze Gegner noch einmal machen? Wahrscheinlich eher nicht. Nein, kann er nicht gehen, weil das sonst der Zaun wieder da war. Okay, da gibt's nichts. Müssen wir dann da auf. Oh, jetzt geht's über Baumwipfel mehr oder weniger. Ah ja. Das sind wie viel? 2, 4, 6, 8, 10. Das sind 10 Schnecken. Wow. Ich glaube, das war der längste Präventivschlag in meiner Final Fantasy Geschichte. Au.
got your back. Oh, gleich müssen sie heilen. Gut. Der war zauberhaft. Doppelte AOE-Damage. Maybe we should try something else. Es gibt bestimmt auch gut Kristallpunkte. Just like I Sehr gut. planned. 260, das schmeckt. So, jetzt hat er Feuer. Aqua nehmen wir mit. Passivfähigkeit terrorisieren. Eben, was ist denn das? Er erteilt weiträumig elementaren Magieschaden und verlängert die Dauer des Serienbonuses. What? Geht sie leider jetzt um 10 nicht aus, aber das ist fein. Gut, das ist auch voll. Ja, easy. Dann können wir einen Heiler sogar skillen. Schluck Schnecken, wir beide. Ja, 10 Stück haben wir jetzt verschluckt, mehr oder weniger. So. Take 5. Das ist, glaube ich, dass der aus der Puste ist. What's eating you? Okay, I can tell you're hung up on something. Is it the Lassie thing? It's Snow, isn't it? Oh, Lightning kommt am. Lightning führt einfühlsame Gespräche. What happened with him? You wouldn't understand. You and I are partners, Hope. My mother was killed because of him. Kleiner Flashback. It's his fault. And he needs to pay for it. I'm not ready yet, but I will be soon. That's why I followed you. Snow dragged us all into this. You and me, your sister Sarah. He's gotta pay. Oh, ich sperre aus Lightning. Perfekt. I've gotta be stronger. I'll take the lead. Also es kristallisiert sich schon ein bisschen raus, dass halt der Hope brutal auf Rache getrieben ist. Ja, also seine Mama ist gestorben, tragische Geschichte, brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber er darf jetzt nur Befriedigung finden, wenn der Snow an der Stelle dann auch stirbt. Und Lightning, man merkt es halt, im Vergleich zu den letzten Male ist es jetzt deutlich einfühlsamer geworden. Keine Ahnung, ob das an der Esper liegt, dass ein Odin gebändigt hat. Das weiß ich nicht. Kann durchaus möglich sein. Aber man merkt schon, sie wird ein bisschen, sie ist nicht mehr ganz so kaltherzig. Ja, Lightning ist im Endeffekt eine gute Alte, wenn du das so sagen willst. Ja? So, wie schauen wir jetzt da aus? Oh, 4 ATP-Balken ist das zauberhaft.
Wenn mich nicht alles täuscht, also wenn mich noch richtig erinnert, dann müsste man in dem Wald auch einen Bosskampf haben. Kann man sogar heute noch schaffen. Mal schauen. Das muss man schnell, jetzt pass auf, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Wie weit das Kristarium jetzt ist. Die zwei haben jetzt voll. Nein, da geht noch eins ab. Eins geht da noch ab tatsächlich. Was geht da ab? Hallo? Irgendwo haben wir eins. Ach, da unten. Da unten, hab ich schon gesehen. Da mal zurück. Stausenbrischal. 8 Punkte. Jetzt ist das voll. Okay, perfekt. So, das ist voll. Das ist auch voll und der Heiler ist fast voll. Da brauchen wir aber auch nicht mehr viel. Das sind 1, 2, 3 Fähigkeiten, die kriegen wir auf alle Fälle noch voll. Dann brauchen wir gar nicht viel Farmer. Zumindest nicht für die Lightning. Wie schaut es beim Hope aus? Beim Hope müssen wir auch, glaube ich, 2 voll haben. Der Augmentor ist voll, der Heiler ist voll, nur der Verheerer geht ab. Da sind es 1, 2, 3, 4 Fähigkeiten. Also das ist ein sehr geringer Farmaufwand. So, jetzt bin ich auch da. Ja, sie habe ich die Ehre. Grüß dich gut. Wir war Resident Evil noch. Hat's gut vorangekommen. You know what to do. You know what to do. Das ist so viel geil, das Spiel. Das freut mich. Ja, Revelations, die Teile haben wirklich nicht schlecht. Das stimmt tatsächlich. Die sind schon ganz gut. Besser wie das 4er Remake auf jeden Fall. Ja. Aber so mit Resident Evil, da hast du jetzt eine gute Spielerei für dich entdeckt, gell? Keine Bären, ja genau. Resident Evil ist nur dann gut, wenn es keine Bärenfallen gibt. Wenn du willst. No problem. Ja. Da hinten ist Loot. Perfekt. Hättest du auch nicht gedacht? Sternenanhänger, Moment, was ist das? Muss ich schnell schauen. Erhöht die Resistenz gegen Gift um 30%. Ei, okay, ja gut, das erklärt jetzt einiges. Na, Resident Evil ist schon eine gute Spielerei, da kann man nicht sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, soll das 9er Resi heuer kommen oder erst nächstes Jahr? Also einen Trailer dafür gibt's ja schon. Aber ich glaube, das ist erst nächstes Jahr kommen, oder? Werden wir auch auf alle Fälle spielen. Freunde, gefreut sind wir mal auf den Oktober. Ja? Also je nachdem, wie stark ich da im Umbau hänge, weil da wird es wahrscheinlich gerade zum Dickern machen sein, aber der Oktober heuer wird mal der erste richtige Horror-Oktober. Da habe ich schon das eine oder andere im Petto. Habe ich noch gar nicht geschaut, aber kann ruhig erst nächstes Jahr kommen von mir. Ja gut, du hast noch ein paar Spiele vor dir, das kann ich verstehen. Also wie gesagt, ein Trailer weiß ich, der ist irgendwann heuer Anfang des Jahres gekommen, aber ob das heuer noch kommt, ich glaub's fast nicht. Ich glaube, dass es erst nächstes Jahr kommt. Der schöne Baum. Could I use one of those? Bit too heavy for you. Okay. Du musst das Buttermesser nehmen. Schaut allerdings auch geil aus. Oh, Flashback. Tag 12. You became a Lassie, so now you're gonna marry this idiot?
And you think I'm gonna buy that? Full points for originality. But don't forget, if you really are a l'Cie, it's my job to deal with you. Sis. This is ridiculous. Worst birthday ever. Wait, Sarah! Why won't you believe her? You kidding me? She gets made a l'Cie and you pop the question? Lightning, stop it! No, you stop it! Get out of my house. You're shutting her out! She's your sister! Fine. I'll do it. I'll protect her. Müsste da Holzketten drin sein? Ah, nein, das ist Messer, okay. How practical. We interrupt this program to bring you an urgent Sanctum bulletin. Late last night, officials confirmed the presence of a pulse fal'Cie inside the city of Bodum. Acting with fal'Cie Eden's approval, authorities declared a state of emergency. The entire district will be quarantined in response to this crisis. This is a Sanctum bulletin. Late last night, officials confirmed the presence of a pulse fal'Cie inside the city of Bodum. Sarah, I should have listened to you. Ja. Ich glaube, ich bin die Einzige hier, die wegen der Bazi-Unterhaltung und nicht wegen dem Game da ist. Wie soll ich sagen? Ich bin eigentlich bei den meisten Streamer nicht wegen dem Spiel. Ich bin bei den meisten Streamer, ob es ist jetzt egal, ob das der Mike, ob es der Wifi, ob es die Yassi oder sonst wer ist, bin ich eigentlich wegen der Person dort und nicht wegen dem Game, so per se. Ne? Das Game ist, für mich ist das Game immer zweitrangig. Wenn mich die Person menschlich unterhalten kann und wenn ich die Person menschlich sympathisch finde, dann ist mir Spiel scheißegal. Ich schaue mal leider die, wo Call of Duty spielen. Wenn der Dampfe Call of Duty spielt, bin ich deswegen auch im Stream. So, oder der Mike, ist ja völlig wurscht. Ne? Bin immer wegen am Basis da, Game ist... Ja, sie, danke schön. Das war jetzt lieb von dir, aber fast basically das zusammen, was ich gesagt habe. Prof, habe ich dir grüß dich. Imagine einen Streamer wegen am Game schauen. Ja, imagine das im Jahre 2023. Das ist genauso unwahrscheinlich, wie ein Streamer vorbereitet ist im Jahr 2023. So, da haben wir jetzt 3 Schnecken und 2 Schakale. Ja, 3 Schnecken haben's. Ich bin ganz selten wegen am Spiel beim Streamer. Ja, ist bei mir wirklich genauso. Ich schaue, wie gesagt, die Leute, weil die mir sympathisch sind, weil ich die brutal nett finde. Und nicht, weil der jetzt ein Spiel spielt, was mich interessiert. Es kommt schon vor, dass ich zu einem Streamer finde durch ein gewisses Spiel. Aber wie gesagt, ich verfolge Leute nicht wegen dem Spiel, was die machen, oder wegen dem Content, den sie bringen, sondern wegen der Person per se. Wenn ihr ein Game sehen will, schaue ich... Ja, genau. Ganz genau so mache ich es auch. Wenn ich nach einem bestimmten Spiel suche, dann schaue ich das auf YouTube. Auf Twitch bin ich eigentlich nur wegen die Leute und weil ich halt selber ab und zu so schon ins Internet sitze. Ne? Das Spiel ist da für mich zweitrangig. Aber hab natürlich nichts dagegen, wenn das Spiel einen dann irgendwie überzeugt, das auch mal selber zum Spielen. Ja, das habe ja ich bei euch schon das eine oder andere Mal gut hingebracht und das haben da aber auch andere Leute mir gegenüber schon hingebracht. Ja, also zum Beispiel das Hardcore-Nasslocken war für mich, bevor ich auf Twitch war, nie ein relevantes Thema und das habe ich mir auch erst angefangen, weil ich einen anderen Streamer durch das verfolgt habe, mehr oder weniger. Ja, der hat mich dann so weit gebracht, dass ich gesagt habe, hey, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja, das ist jetzt halt nur so ein Beispiel von meiner Seite, wie ich da positiv influenced worden bin.
Ja, aber ich meine, es ist auch ganz anders dabei, wenn das Spiel dich auch mitreißt. Ja, natürlich, das, wie gesagt, das ist nicht dann der Bonus. Ja. Wie zum Beispiel bei Plague Tale, da waren wir alle voll mit drin. Das war halt bis heute, glaube ich, das heftigste Story-Spiel, was wir bisher gestreamt haben. Und das ist klar, wenn halt natürlich, wenn ihr Spiel zockt, das wo halt eng mitreißt, das ist halt dann nochmal ganz was anderes. Aber ja, ich verstehe deine Aussage, grundsätzlich. Plague Tale 2 war der Hammer gemeinsam, ja. Plague Tale 2 war absolut brutal, was die so geht. Na gut, ich suche nicht nach Spielen, zockt ja kaum selber, aber daher ist für mich wahrscheinlich wieder anders. Ja. Nuzlocke wo? Take my points. Bald. Ja, was heißt bald? Ich kann es euch nicht versprechen, dass wir heuer noch eine machen, aber spätestens im Frühjahr 2024 und glaubt's mir, diese Nuzlocke, die wird heftig. Dieses Spiel, das spiele ich momentan, wenn ich mal Zeit habe, ein bisschen casual momentan, um zu schauen, ob man den gut Nuzlocken kann und holy fucking shit, das Spiel wird brutal. Billinger, danke dir für den Lurk. So, ich boxe jetzt aber mal im Lurk. Vielen lieben Dank, Billinger, dass du so lange da warst. Twitch ist das Lagerfeuer mit tollen Leuten, nur nicht draußen zusammensitzen, abschalten können und quatschen. Ripsy, 100 von 100 Punkten. Besser hätten wir es jetzt eigentlich nicht sagen können. The Last of Us zum Beispiel hat mich gefesselt und war spannend. Plague Tale war auch richtig fesselnd, ja. Das sind halt die klassischen richtigen Story-Banger, die wo du da nennst, so. Aber das Ding ist, ich kann halt auch, aber nur schlecht voraussehen, was für ein Spiel jetzt für euch mitreißend ist. Ich richte auch meinen Content jetzt nicht danach. Ich mache halt hin und wieder mal so Umfragen in Discord, wo halt Leute entscheiden können. Und ich richte mich halt dann nach dem. Ja, ich weiß zum Beispiel, dass viel mit so Kampfspiele zum Beispiel eher weniger anfangen können. Ja. Aber ja, ich bleibe eigentlich, es wisst ihr ja, ich bin mehr so der Storyspieler. Ja, Final Fantasy ist jetzt auch ein Storyspiel. Ist zwar ein wenig schwierig, da jetzt dahinter zu steigen, aber ja. Also ich schaue durchaus, ich Spiele nur bei Streamern und das die selber nie spielen. Zum Beispiel die Souls-like Games schaue ich nur beim Bazi und tatsächlich, weil mir die Story von den Spielen an sich interessiert, aber die Spiele selber haben nichts für mich. Ja, oder so. Das ist auch noch ein Beispiel. Ne? Da sind bestimmt einige da, die wo sie da identifizieren können. Ja? Die wo halt viele Souls-Spieler halt nur bei mir schauen, weil ich halt glaube, ich das ein bisschen kann und auch glaube, ich ein bisschen was erklären kann dazu. Klar, gibt's natürlich auch. Ich weiß nicht, was der Prof heute notiert, aber ich glaube, der Stift raucht. So hat es bei mir auch angefangen und zack, hat die Falle zugeschnappt. Ja. Hat die Bazi-Bären-Falle schnapp gemacht. Nintendo, wo ist mein Sponsoring, verdammt nochmal? Frag für einen Freund. Ja, du spielst die Spiele halt sehr strukturiert bzw. sehr taktisch, das macht schon interessant. Ja, aber du musst, also erst einmal danke fürs Kompliment. Aber das rührt halt auch, man darf halt nie vergessen, ich spiele Souls-Spiele schon sehr, sehr lang. Ich spiele wirklich, ich glaube, ich spiele schon 15 Jahre Souls-Spiele, wenn es gelangt. Am Anfang war das nicht annähernd so. Ich weiß halt jetzt mittlerweile, ich finde halt recht schnell in so eine Mechanik eine, weil sie die Spiele vom Gameplay her eigentlich alle ziemlich ähneln. Und jetzt Lies of P ist halt für mich wie ein Bloodborne. Da fühle ich mich wie ein Bloodborne versetzt. Und Bloodborne habe ich halt, ja, grundsätzlich geil gefunden. Hören wir erst mit dem Behemoth um. Souls-Spiele kämen übrigens heuer noch 2. Also die ich jetzt per se geplant habe. Das ist einmal eben im September Lies of P, wo wir ja schon mit der Demo angezockt haben. Und das andere wird Lords of the Fallen Ende Oktober sein. Das werden wir auch spielen. Und ich sag's eigentlich, was ist auf Lords of the Fallen, bin ich richtig gespannt. Das schaut so derartig gut aus. Also die Souls-Fanatiker unter uns oder die wo halt gern bei mir Souls-Spiele schauen, die werden da auf alle Fälle bedient werden. So viel kann ich schon mal sagen. Welche der 300? Die letzte ganz große.
Oh oh. Keep up with me, Hope. Die Analyse eines Gegners finde ich immer total spannend, so wie noch keiner ans Spiel rangehen sein. Das macht man aber, also das mache ich vor allen Dingen dann, wenn ich das Spiel zum ersten Mal spiele. Das ist halt einfach versuchen, diese Bewegungsabläufe des Bosses zu lernen, weil du dadurch schon mal einiges aushebeln kannst bei so Soul-Spielen. Ne? Also, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich Sekiro spiele, da brauche ich kein Boss-Pattern mehr studieren, weil ich die Patterns alle kenne. Fast auswendig. Was heißt auswendig nicht, aber ich kann halt anhand des Verhaltens von der gegnerischen KI schon festlegen, aha, jetzt kommt gleich der Angriff. Oder sehr wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Angriff. Und das tatsächlich, wenn du bei Souls-Spielen weißt, was der Gegner tut oder was der Boss macht, ist das eigentlich schon die halbe Miete. Ja, also 50% in Souls-Spielen ist einfach wissen, wie sich der Gegner bewegt, und die anderen 50% ist deine eigene Fähigkeit. Ja, also wie gut du halt reagieren kannst, beziehungsweise wie du situativ handeln kannst. Das ist eigentlich basically Dark Souls oder basically Souls-Spiele. Oh, da kriegen wir Bonus-Accessoire, okay. Gut, perfekt. Jetzt haben wir beide fast fertig. Aber natürlich, am Ende des Tages freut es mich, um das Thema so ein bisschen abzurunden, mich freut es am Ende des Tages natürlich nichtsdestotrotz, dass immer wieder Leute, auch noch über 2 Jahre Twitch, immer wieder da einer finden. Manche mittlerweile absolut der harte Kern, was Zuschauerzeit angeht, dass die da mittlerweile drinnen haben. Ich freue mich ja jedes Mal, wenn Leute wiederkommen, die wo aufgrund von Real Life einfach öfter verhindert haben und nicht so oft zuschauen. Flasht mich nach wie vor. Ne? Also ich hätte niemals gedacht, dass das einmal so wird, wie es jetzt ist aktuell. Ich muss auch wirklich sagen, ich komme heuer auch sehr, sehr, sehr verhältnismäßig gut durchs Sommerloch. Ne? Klar, das wenn ich mir dann nochmal vor Augen führe, dass der Umbau nebenbei läuft, wo ich jetzt nicht so viel streamen kann, wie es halt die letzten 2 Jahre eigentlich konstant geschafft habe. Also das flasht mich halt schon stark. Oft. Dass ich halt einfach nach wie vor, dass halt einfach noch eine Community da ist, die wo halt, egal wann ich live gehe, da ist immer irgendwer da. Egal ob das 2 Leute haben oder 20. Ja, ich weiß halt nicht, wie viel jetzt da sind. Das ist, ne? Ausrufezeichen Watchtime oder auch nicht? Nur Ausrufezeichen. Frag mich nicht warum. YBO. Aber das kann man tatsächlich einmal einrichten. YBO, du hast mir jetzt einen guten Denkanstoß gegeben. Ich weiß zwar nicht, wie ich den Command einrichte, aber okay, das werden wir schon irgendwie hinbringen. Target's a target. 283 Stunden in deinem Leben hast du schon verschwendet bei mir, YBO. Das sind 283 Stunden, die du halt leider nicht mehr kriegst. Ne? So. Da hinten ist ein Behemoth eingesperrt. Warum kann ich da nicht rein? Ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich, weil man da... Oh, da hinten ist auch ein Behemoth. Hallo, der bewacht Loot, der Teufel. Hallo? Hallo? Naja. Streamer.bot. Also wenn du mir da helfen kannst, weil ich bin ein absoluter Vollnoob, was das angeht. Ich bin eigentlich generell, was so Sachen angeht, ein Vollnoob. Ja? Ich brauche Hilfe von der Yassi für Overlay, ich brauche deine Hilfe für Emotes, ich brauche deine Hilfe, um einen neuen Bot einzurichten. Also ich bin eigentlich untalentiert als Streamer, so. Ne? Aber ich habe vor, generell ja alles umzukrempeln. Also das heißt, vor allem optisch ein bisschen umzukrempeln. Easy, Copy-Paste. Okay. Ja, aber gut. Hattel 133 Stunden, Prof 168 Stunden. Wenn man sich das mal überlegt. Was das Zeit ist eigentlich. Drive bei 549 Stunden. Holy fucking shit. Überleg dir das einmal. 549 Stunden.
Da hättest du 2 Usos trinken können. Aua. Keep up with me, Hope. Follow my lead. Also ich lehne mich jetzt einmal weit aus dem Fenster und sage Wi-Fi Spitzenreiter, was Watchtime angeht. Ich glaube, Wi-Fi ist addicted. Zeit sinnvoll mit guter Laune verbracht. Danke, Prof. Sehr eine Komplimente, das ist für mich viel, viel wichtiger als alles andere. Wenn ich weiß, oder wenn die Leute mir sagen, hey du, pass auf, das was du machst, das ist unterhaltsam und das ist cool, was du da tust, ist mehr als ich mir wünschen kann. Da hat man Subs egal, da hat man Follows, also egal, ne, Follows egal. Also nicht im Sinne von, dass man ihr egal seid, sondern so priorisiere halt einfach den Support an und für sich. Mir ist Zuschauen und einfach das Fazit für euch, dass ihr sagt, hey, das ist cool, was du da machst. Das ist mir viel, viel wichtiger als das andere. Aber beim BMF gerade einen Einlauf verpasst? Minimal. Das Arschloch haben wir sauber ausgeschwört. So, ich steige gerade fest, ich hab von Anfang an da reinrennen können. So, was haben wir jetzt da? 1500 Kill. Immerhin. Ach, die kämpfen gegeneinander? Schakal gegen BMF? Okay. Ist da hinten Loot? Ja, da ist Loot. Wird aber auch wieder von einem BMF bewacht. Wie lange machst du da? Ich frag für einen Freund. Ich sag jetzt einmal, das kommt jetzt drauf an. Also bis maximal 8. Länger nicht. Kann aber auch um halbe. Das kommt jetzt drauf an, wie ich da noch durchkomme. Ich hätte eigentlich vor, den Boss in dem Gebiet noch zu machen. Der sollte jetzt dann eigentlich bald kommen. Also ich will mit dem Gebiet noch, wenn es geht, noch fertig werden. Aber ich soll jetzt mal so maximal 8. Raid-Ziel wird dir heute aufgezwungen, damit habe ich überhaupt kein Problem nicht. Damit habe ich überhaupt kein Problem nicht. Sag mal so, ich wenn nicht in die Nachtschicht müssen, das ist auch der Grund, warum wir am Mittwoch erst um 6 Uhr anfangen. Dann hätte ich erst einmal heute eine Stunde später angefangen und da eine Stunde länger machen. Weil aus obvious reasons. Aua. Oh oh. Du, das ist not Marguerite! Schaust, bevor du raidest in meinen Discord. Oh, ja, okay, kann ich machen. Ist, kein Stress nicht. Au! Wieder Umlaufbomben. I vote Cattle. Ah, kein Stress. Ob du mal sauber durchbuffen jetzt so. Oder auch nicht. Die wildlebenden BMFs sind aber ganz schön zintig. Muss ich schon sagen, gell? Ping-Pong ist da. Wie speist Tischtennis oder was? Du dumme Sau, das ist kein Mario Kart. Nein, Final Fantasy ist kein Mario Kart, da hast du recht. Das ist ein bisschen was anderes. Ja? Das ist, da wirft man mit anderen Sachen durch die Gegend. Aua. Ja, wie der BMF, der wirft mich durch die Gegend. Das ist fast dasselbe. So, jetzt bist du aber gefragt, gell?
Irgendwie fällt er beim BM auf bei Attack. Ja, wenn er in der Luft ist, schwierig tatsächlich. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das kommt aber erst später. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber das der wir aus Spoilergründen jetzt noch nicht, ne? Noch nicht publik machen. 8 Fiolen Duftöl. Lieber der Stunge wieder verloren. Na gut. So, jetzt müsst ihr mich schnell kurz entschuldigen, weil mein Handy eskaliert so derartig. Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, was jetzt da ist. Aha, meine Sprechanlage für meine Bude ist quasi bestellt. Sehr gut. Gut. Ping-Pong ist Discord-Ping. Achso, okay, alles klar. Verstehe die Frage schon. So, da ist ein Behemoth, der sich gerade mit 3 Schakale streitet. Da soll man jetzt quasi Nutzen davon ziehen. Da der Behemoth bekanntermaßen das größere Übel ist, werden wir einen Behemoth zuerst ausschalten. Der hat nur noch über Leben. Spoiler gibt's nicht. Ja, in Mario Kart zum Beispiel gibt's gar nicht Spoiler. Stimmt, wenn du in so einen Revierkampf reinkommst, dann ist ja die Gesundheitsleiste generell halbiert von alle Monster. Macht natürlich einen Kampf an und für sich gleich leichter. Dann hab sterben lassen müssen wir jetzt auch nicht. Be ready for the next fight. 208. Ja, jetzt geht's schon langsam dahin mit den Kristallpunkten. Das finde ich gut. Warte mal, von wo haben wir denn jetzt? Von da hinten haben wir gekommen. Okay, da oben geht's weiter. Aber da hinten gibt's wahrscheinlich nur Loot, right? Ja, da hinten ist Loot. Der nur von einem Wespenviech bewacht wird. What? Das rentiert sich aber auch nicht. Keine Ahnung, was er in dem Real gesucht hat, aber... Okay, wo kommt der Behemoth jetzt her? Habt ihr den Behemoth irgendwo sitzen sehen? Bei Mario Kart ist der größte Spoiler, dass es Freundschaften zerstören kann, nur während der Streamzeit. Da kann es passieren, dass du mal aus der Laune außer Bonn wirst, ja, durchaus. Weil ich werde gerade so mir und nein, die liegt nicht an deinem Stream. Ja, das da hier so an deiner Stelle auch so. Der Sei schläft da gerne mal gut auf meinen Stream ein. Kaum von oben, den hab ich gar, wie gesagt, den hab ich gar nicht sitzen sehen. Vespizoma. Ich glaube, das haben wir gut gelöst. Reptilienschweif. Schutzamulett. What's this? Floor in Notlage. Okay, Floor ist, glaube ich, Defense Buff. Mich hat der Wecker halt unsanft aus dem Schlaf gerissen. Bei mir ist es tatsächlich gegangen. Gut, ich war um 11 Uhr mal wach, aber auch nur, weil es ungefähr 800 Grad in meinem Schlafzimmer gehabt hat. Aber pünktlich um 12, kurz um 1 Minute vor 12 bin ich pünktlich aufgewacht.
So. Wenn wir nicht alles täuschen, müsste jetzt da allmählich der Boss irgendwann einmal da daherkommen. Da ist der Aufzug. Jetzt muss ich aber, jetzt bin ich jetzt neugierig. Jetzt muss ich mal ernsthaft den Ping von Maiko schauen, weil dieser checkt jetzt nicht. Oha! Ja, da haben wir nicht lange umeinander. Ja, ja. Well, I see what it is. Ja, ich glaube, da kommt der Boss. Ja, da ist ein Speicherterminal. Optimierungsareal. So, speichert man da mal. Müssen wir eigentlich genug haben fürs Kristarium, um das fertig auszuwerten. Oder? Ja, passt. Lightning ist fertig und der Hope müsste auch fertig sein, oder? Na, da geht noch eins ab. Voll. Ist auch voll, da auch voll und da auch voll. Ja, perfekt, easy. Kristarium voll ausgewertet. So, bei ihr haben wir jetzt ein zweites Accessoire. Was nehmen wir denn da jetzt am besten? Schwarzgold, physische Resistenz. Das glaube ich haut hin. Das nehmen wir so. Okay. 4 Schakale, okay. Oder geht's da doch noch ein wenig weiter? Ja, schauen wir mal. Ripsy hat schon 56 Stunden. Das ist auch schon eine Menge. Vier Schakale haben schon ein wenig trickier. Du kriegst das Gefühl von jeder Seite irgendetwas. Birgit, das ist die Watchtime von jedem Einzelnen. Wenn du einfach nur Ausrufezeichen in den Chat schreibst, dann zeigst du, wie viele Stunden du schon meinen Stream geschaut hast. Insgesamt. Also nicht jetzt heute, sondern generell. Seitdem du Follower bist oder whatever. Nur 93 Stunden, oder? Das ist auch schon ziemlich viel. I've got your back. We got this under control. Was ist das 3351, die Rangnummer? Das ist das Ranking von Streamlabs, was du bei mir hast, aber das ist total irrelevant. Den Command habe ich selber ja nicht mal eingerichtet. Das haben wir eigentlich nur per Zufall entdeckt, dass es den Command überhaupt gibt. Ich glaube, das hat versehentlich, der Herbert, glaube ich, hat versehentlich mal ein Ausrufezeichen in den Chat geschrieben und dann ist der Command gekommen. So, und mir so, hä, what the fuck? Das gibt's? What happened here? Bad luck. They came looking for us and found something worse.
We can't just leave them like this. Don't touch anything! Control your emotions. If you want to survive, you forget about sympathy. Okay, es ist wieder zintig. How can I explain? Think of it like a strategy. Focus on your ultimate goal and shut out everything else. Still your mind. Move on instinct. Let doubt take over, and despair will cripple you. Strategy. Good. I'll take anything to help me get through this. I'll call it Operation Nora. Nora? My mother's name. Oh. Your revenge? Yes. Don't tell me. I know getting revenge on him won't bring her back. I know that! But sorry won't cut it. Snow didn't kill your mother. The Sanctum did. Whose side are you on? The side of truth. Fine. Wolle. Hands up! Ich grüße den geschubsten Bazi mit seinem neuen Bild, gemacht von der künstlichen Geschubstelligenz, sowie die GS-Chapste Community. GS-Chapste. Dabats 1 Servus mitnonde Dabats 1 Herz Semcro Metal. Sigi, habe die Ehre, messe dir für dein Resub im 13. Monat. Hey, passt ja perfekt zu Final Fantasy 13. Danke dir. Wie geht's dir? Weiterhin willkommen in der Bazi-Gang. Ich grüße den geschubsten Bazi mit seinem neuen Bild, gemacht von der künstlichen Geschubstelligenz sowie die geschubste Community. Servus miteinander. Sigi, habe die Ehre. Gechapste. Perfekt. Ja, okay, ich glaube, der Bosskampf dauert doch nur ein wenig, bis das wir dort haben. Ich weiß auch nicht, weil jetzt kommen nach vorne die ganzen Militärheinisen oder her. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, Freunde, da machen wir da einen Cut für heute. Ich hätte jetzt gedacht, der Boss kommt jetzt schon, aber da haben wir scheinbar nur ein paar Meter unterwegs, bis das der kommt. Das können wir uns dann potenziell für den Mittwoch aufsparen, sollte Super Mario Sunshine nicht kommen in der Zeit. Schauen wir mal. Wir haben jetzt gut was an Kristallpunkte übrig. Schaut ihm eigentlich ganz gut aus. Das wird das nicht Datenlog. Was will denn jetzt schauen? Und wir können noch nicht Kapitol Eden. Das ist vielleicht noch ganz interessant, das haben wir letztes Mal nicht mehr so ganz angeschnitten. Da geht es ja um Eden. Ne? Lightning will ja Eden zerstören. Das ist zum einen die Hauptstadt und zum anderen ist dieser Fal'Cie. Das Kapitol Eden ist die Hauptstadt Cocoons und Sitz des Sanktums. Es wurde nach dem Fal'Cie Eden benannt, der dort in der Edenhalle residiert. Ja, mehr Eden, mehr gut. Als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum ist das Kapitol Eden der Dreh- und Angelpunkt der Gesellschaft. Ja, also wenn Eden stirbt, stirbt auch Cocoon. Sozusagen. So, gespeichert haben wir meine. Dann sitzen wir da einmal an Ständen und sagen wir, du Brudi, das schieben wir aufs nächste Mal. Wie gesagt, ich wollte das Gebiet fertig machen, aber ich bin fest davon ausgegangen, dass da jetzt der Boss kommt. Nachdem wir durch die ganze Gehege durch haben. Aber gut, sei es drum. Gut geht's, gleich gibt's Grillgut und bei euch also ist gut gelaufen mit den finalen Fantasien.
Erstens einmal wünsche ich dir schon mal einen absolut geilen Appetit auf das Grillgut, was du jetzt so dann genießen darfst. Soweit haben wir gut durch die finalen schwitzigen Fantasien kennen. Wir haben ein gut Meta gemacht. Ich wollte eigentlich noch mehr Meta machen, aber ne, manchmal sagt halt Spein, du musst ein bisschen weitermachen. Meister Eden und sein Pubuschl, ja genau, irgendwie sowas, das wollen wir mal sagen lassen. So. Danke, schön war's am Viertag. Cartman, vielen lieben Dank, dass du wieder so lange dabei warst. Ich wünsche dir und deiner Familie ganz viel Spaß und einen guten Appetit in der Eisdiele. Bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen neidisch. Sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Aber lasst es auf alle Fälle schmecken. Dio Habitäre. Ja, die habe ich schon Zeilen nicht mehr gelesen. Grüß dich Gott, wie geht's dir? So, Freunde, passt auf. Ich hab's am Anfang des Streams schon mal erwähnt. Es ist so, ich hätte ja am Mittwoch Super Mario Sunshine geplant gehabt. Ne? Aufgrund eines Irrtums meinerseits, ich dachte, dass dieses Super Mario 3D All-Stars, also wo Sunshine, N64 und Galaxy in einem Bundle ist, dass es nach wie vor im Nintendo eShop ist. Dem ist aber nicht der Fall. Das ist vor 2 Jahren bereits aus dem eShop Nummer geworden und wird auch nicht mehr weiter verkauft. Demnach habe ich mich auf eBay umgeschaut und habe ein Exemplar noch für relativ gutes Geld ergattern können, weil die Preise von den Dinger sind derartig durch die Decke gegangen, dass du kaum Apps unter 100 Euro findest. Ich habe tatsächlich noch eins erwischt, das war für meine Ansprüche erreicht. Es ist aber nicht gesagt, dass das bis Mittwoch bei mir ankommt. Es ist bereits versendet, der Händler hat mich bereits kontaktiert. Jetzt kann es natürlich sein, dass Super Mario Sunshine bis Mittwochabend nicht kommt. Sollte das der Fall sein, spielen wir entweder nur mit Final Fantasy weiter oder wir machen für die Wi-Fi einen kleinen Paparazzi-Ausflug in New Pokémon Snap. Ja? Ein bisschen Bilder knipsen und ein bisschen, was das wie es ist, hat glaube ich auch noch nie geschaut. Ist dann so ein bisschen dann die Notfalllösung für das. Ja? Sollte Super Mario Sunshine wie geplant kommen, oder sollte es bis Mittwoch kommen, spielen wir es natürlich wie angekündigt. Ja? Das tut mir leid, ich habe gedacht, es ist nach wie vor im eShop verfügbar und kann nur nicht mehr als Cartridge gekauft werden. Das tut mir leid. Ja? Das habe ich nicht vorhersehen können. Oder beziehungsweise ich hätte vielleicht vorher schauen sollen, ob ich die Spei kriege, bevor ich ankündige, dass ich spei. Ne? Aber auf alle Fälle finden wir da auf alle Fälle eine Lösung, okay? Boah, Pokémon Snap, Alter, gescheit fotografieren. Ja, genau. Voll einwerkeln, dass der Daumen verblitzt vor lauter Fotografieren. So genau werden wir das machen. Aber wie gesagt, ich warte jetzt einfach mal morgen und Mittwoch ab und ich sage es dann kurzfristig, was wir spielen werden. Ja? Wenn, wie gesagt, Super Mario Sunshine bis Mittwoch kommt, ganz normal nach Plan, dann spielen wir Super Mario Sunshine, da habe ich richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich habe das Spiel damals außer in der Werbung nirgendwo verfolgt. Bin ich gespannt drauf. Mein erster Mario 3D-Titel, keine Ahnung, ich kenne nur die 2D Jump'n'Runs und sonst halt nichts weiter. Also da habe ich schon richtig Laune drauf. Ja, und da es ja in letzter Zeit so generell so ein bisschen wieder ein paar Leute gibt, die so Nintendo-affin waren haben, von wem auch immer, glaube ich, passt das auch ganz gut. Bei mir wird's knapp, wünsche euch schon mal einen schönen Abend und einen guten Raid und bis bald. Zum Abschied darf ich noch ein paar Commands aus und dann sage ich leise Sigi, danke dir. Einen guten Hunger noch. So, Freunde der Sonne, ein Vögelchen hat an Mike und mir gezwitschert. Wir haben einen neuen Streamer in unserer Community, nämlich unseren Bekannten, der wo heute bereits, glaube ich, resubbed hat, oder war das letztes Mal, weiß ich nicht mehr. An unseren Mr. Billinger, der fängt heute das Streamen an. Ich vermute mal, der wird auch schwer bayerisch reden. Ja? Und der kriegt jetzt gleich einmal einen sauberen Community-Raid von uns ab. Ja? Aufgemerkt, das ist jetzt ganz wichtig. Ja? Das ist jetzt ganz wichtig. Ich schaue jetzt ausnahmsweise mal noch. Ausnahmsweise, okay? Ausnahmsweise schaue ich jetzt mal noch. Wir haben ja aktuell 21 Viewer bei mir. Schau mal, danke dafür. Ich möchte jetzt bitte, dass ihr alle beim Billinger aufs Herzl drückt. Die, wo ihn noch nicht kennen, oder die, wo... Ich werde es auch tun. Ich habe nicht einmal gewusst, dass er streamt. Ne? Bitte aufs Herzl drücken. Gerade als kleiner Streamer, so wie es ich bin, so wie es viele andere in unserer Bubble haben, aber jetzt gerade im speziellen Fall für Mr. Billinger, der wo sie quasi von null durchkämpfen muss, bitte drückt aufs Following. Das kostet euch nichts, das kostet mir nichts, aber es hilft uns alle unfassbar schwer. Okay, das tut niemandem weh.
Und ich glaube, dass sich der Billinger wahnsinnig gefreut, wenn wir ihm ein bisschen Unterstützung geben. Ja, wir haben alle in gewisser Art und Weise ein bisschen Unterstützung gekriegt. Auch meine Wenigkeit. Ich war nicht da, wenn es gewisse Leute nicht gegeben hätten, wo ich halt bin. Das geht für unterschiedliche Arten von Personen jetzt da im Chat. Wir haben alle zusammengeholfen und das tun wir auch weiterhin. Ja? Also bitte beim Mr. Billinger das Herz spammen und dann da ich mal vorschlagen, übernimmt jetzt die Party-Gang für kurze Zeit seinen Laden. Ja? Wir grätschen da jetzt ganz massiv mit 2 gestreckten Viers da rein. Kommt bitte alle mit, sofern Twitch nicht wieder irgendwelche Scheißsachen macht. Ratet bitte alle mit, schreibt bitte irgendwie die Raid-Commands, die wo für euch zugeschnitten haben in seinen Chat. Ob es für Subs ist oder für Non-Subs ist in dem Fall scheißegal. Aber bitte helfen wir da ein wenig zusammen, sagen wir ihm, dass wir mir geschlossen hinter ihm stehen und gern Neulinge in unsere Streaming-Bubble aufnehmen. Okay? Ich glaube, das ist eine feine Geschichte. Das glaube ich, können wir machen, oder? Blutgrätschen, genau. Eine richtige Community-Blutgrätschen muss es jetzt geben. So, Freunde, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass du da warst, trotz der Affenhitze heute. Eventuell mache ich morgen Abend nur mehr einen Stream, weil der Dampf im Urlaub ist. Ich weiß aber noch nicht. Ja. Mittwoch auf alle Fälle, vielleicht spontan morgen. Angabe ohne Gewehr. Ich sag's euch in Discord, wenn ich was weiß. Okay? Ausrufezeichen und Discord, wenn du da noch nicht drauf bist, du schaust geschwind vorbei, da kriegst du alles mit, was mir um meinen Stream angeht. Okay? In dem Sinn, haut eine, macht einen schönen, gemütlichen Abend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Billinger. Ich weiß gar nicht, wo er spielt, aber das ist ja völlig irrelevant. Wir grätschen da jetzt um. Okay? In diesem Sinne, haut euch einen schönen Abend euch und bis spätestens Mittwoch. Für euch. Ich mag jetzt da ein paar Namen lesen, okay? Bis gleich.